Ja, grüß euch benannt und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Ja, da sind wir wieder. Ich habe euch versprochen, ich arbeite die Scheiße auf. Ich werde es auch versuchen. Ich habe jetzt hier in das eine noch ein bisschen reingeschaut. Ich glaube, 5.2. ist hier die nächste Scheiße. Da hat er ganz viele, irgendwelche Matches zum Barne-Farmen. Ich gebe mir die ersten paar Minuten, wo er schwafelt, bevor er die ganzen Leute zu den Matches reinlädt, weil ganz ehrlich, das juckt mir alles nicht. Wenn er die Leute dann da reinholt, es ist immer derselbe Cast und ich glaube, der eine Dude, der das letzte Mal da gekommen ist und ihm hier von dem Erdbeben erzählt hat, ich glaube, das ist schon nicht mehr zu toppen an Widerwärtigkeit vom Rainer. Dementsprechend bleiben wir dabei, was der Dicke labert. Deswegen kriegen wir dann auch 3 von seinen Streamers behandelt, und zwar den vom 5.2. und die beiden vom 6.2. Ihr werdet es merken, ich habe selber ein bisschen an Katar. Ich bitte um Entschuldigung für den Fall, dass ich mal irgendwie Winkler-eske Geräusche mache. Aber ich versuch's Mikro auszutappen, bevor irgendwie die große Rotzerei losgeht. Dann bleibt mir auch nicht mehr viel zu sagen. Außer hockt euch her, Sammermeere, reißt euch Häube auf. Mir ging einer in Rainer. Draches Liste hört sich irgendwie an wie Schindlers Liste, ne? Ja klar, wir schauen es bei Winklers Liste, so wie die letzte Zeit eigentlich eure. Mein Hauptziel ist nach wie vor das gleiche. Mein Hauptziel ist wie immer das gleiche. Nicht arbeiten, trotzdem Barne kriegen. Rainer, so funktioniert die Welt nicht. Also für die allermeisten Leute nicht. Entweder du erbst reich, aber das kann man bei dir auch vergessen. Du hattest da, ganz ehrlich, du hättest da eine riesen Villa und ich weiß nicht, wie viele Millionen Erben kennen. Das hast du genauso schnell durchgebracht, wie du die Schanze durchgebracht hast. Wenn dein Vater Millionär gewesen wäre und eine fette Villa gehabt hätte, statt dem Hof und ein paar Kröten auf der Bank, darfst du jetzt genauso da sitzen, wie du es jetzt tust. Vollkommen wurscht, du hättest diese Kohle einfach mehr Kohle ausgeben. Immer all die Jahre war. Ich möchte verhindern, dass Leute... Jetzt kommt er wieder mit seiner Anti-Mobbing-Scheiße. Ich möchte verhindern, dass Leute unter Mobbing leiden. Seht das Schwein Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Leute weiterhin unter Mobbing leiden, oder zumindest ist es auf ein menschliches Maß reduzieren. Weil das, was im Mobbing teilweise abgeht, das ist ja alles andere als menschlich. Was im Mobbing abgeht, das hört sich so an, wenn Mobbing irgendwie Szene oder Musikgenre wäre, oder? Was zurzeit im Mobbing abgeht, ist schon krass, gell? Die droppen ja ein Platin-Album nach dem anderen. Dann hätten wir noch aber bei ihm läuft immer nur dieselbe Platten wie vor 10 Jahren. Situation mit den was das Geld angeht. Ja, es ist immer, was das Geld angeht, Rainer. Mobbing geht dir geschmeidig am Arsch vorbei. Es ist dir vollkommen wurscht. Erstens, weil du mit Mobbing überhaupt keine Berührungspunkte hast. 0. Außer wenn du selber mal versuchst, irgendjemanden zu mobben. Und zweitens, weil du ein egoistischer Spongo bist, der nur dem es nur ums eigene Fettfressi geht. Mein Führerschein, das sind so meine Hauptpunkte eigentlich, auf die ich momentan... Rainer, und den Führerschein, das haben wir schon gesagt, von dem kannst du dich geschmeidig verabschieden. Du kannst ein kleines Grab irgendwo anlegen, ja, hinter der Methalle auf deinem alten Grundstück, ja. Und dann kannst du eine kleine Zeremonie abhalten und dann sagen wir Goodbye Führerschein. Achte und an denen ich momentan arbeite, dass ich wieder regelmäßig mein Geld verdiene, damit ich... Rainer, du hast noch nie gearbeitet und du hast noch nie Geld verdient. Du hast es immer erbettelt.
regelmäßig wieder meinen Job führen kann und meinen Führerschein zurückbekomme und so weiter. Das sind so die Hauptpunkte eigentlich, an denen ich, oder auf die ich momentan hinarbeite. Und ich kann euch nicht sagen, was ich hier esse. Das sind Das ist vollkommen wurscht. Hauptsache, es ist in Griffreichweite, er muss sich nicht weit bewegen und es ist süß. Nein, Kopf. irgendwelche selbstgemachten Plätzchen. Wenn ich wüsste, wie man Mobbing reduzieren würde, dann hätte ich wahrscheinlich selber keine solchen Probleme mit Mobbing. Rainer, man will ihm einfach rechts und links ohne aufstreichen. Aber das so richtig schneuzt. Nee, ich mache einfach meine Videos und hoffe, dass die Leute es einfach irgendwann ansehen. Ja, Rainer, leider nein, leider gar nicht. Du kannst so viele Videos machen, wie du willst. Du machst es damit nur noch schlimmer. Ich mach einfach weiter. Ist mir egal. Weil die Alternative ist arbeiten, gehen. Und da hat Rainer mal überhaupt keinen Bock nicht drauf. Dass sie sehen, wie viel Leid Leuten durch Mobbing widerfährt. Und dass die Leute das dann einfach irgendwann begreifen, dass es nicht cool ist. Vielleicht ein bisschen blauäugig, aber was soll ich sagen? Was? Entschuldigt, wenn ich heute ein bisschen weniger rede, aber wie gesagt, ich bin ein bisschen erkältet. Und Rainer, wenn du krank bist, also wenn du tatsächlich so krank bist, dass du nicht reden kannst, dann sollst du vielleicht keinen Streamen machen. Aber es muss ja Barne rein. Barne, nochmal Barne. Da wird gestreamt, bis die Schwarte kracht. so Nebenhöhlen und alles. Und es ist beim Reden nicht angenehm, ehrlich gesagt. Was war das jetzt für eine Aktion? Mir hat jemand angefragt und ich habe angenommen und da ist aber nicht drinnen. Okay. Gastanfragen haben wir heute auch keine. Was ist denn heute los? Alle noch. Rainer, jetzt hat sie langsam rumgesprochen, dass du auf TikTok umeinander bist. Das hat sie langsam rumgesprochen und dann denken sie so, ja, wir fragen mal irgendwen an. Dann kommt der Anfrage, also schicken sie Anfrage raus und so, oh scheiße, das war ja der Drachenlord. Batsch, weg. Weil niemand mit dir was zu tun haben will. Noch im Schlafen? Wir haben kein genaues Thema, so wie üblich. Wir quatschen halt einfach ein bisschen. Wenigstens meinen Namen richtig geschrieben, das ist auch mal was Neues. Ja, Rainer mit AI, ganz, ganz wichtig. Und du hast da noch nie ein Thema gehabt. Also zumindest schon lange nicht mehr. Dein Thema in den letzten Jahren ist immer bloß, die Haters sind so gemein, hier mobbeln ist scheiße, ich bin so ein armes Opfer, bitte Barne geben. Das ist ein komplettes Ding. Früher hast du wenigstens nur versucht, über Metal zum Schwadronieren. Dullihaft wie du bist. Hast als allererstes gleich mal Nazi-Band ausgesucht. Herzlichen Glückwunsch. Und es war damals hinreichend schon bekannt, was bei denen los ist. Und danach hast du einfach absolut unqualifizierten Bullshit ins Internet gepimmelt und damit praktisch eigentlich den Ruf der kompletten Szene irgendwie beschmutzt. Rainer, du bist ein Beschmutzer. Das hat der Serial neulich schon mal gesagt. Du beschmutzt alles, mit dem du in Verbindung kommst. Und deswegen will keiner mit dir was zu tun haben. Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin heute Nacht aufgewacht. Übelsten Kopfweh und übelsten Schädel und voll die Halsschmerzen, die ganzen Nebenhöhlen, alles zu. Ja, es ist AIDS, Rainer. Du stirbst. Ich weiß nicht. Alles nicht so geil. Das ist schon mit Covid. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Rainer, du hast gewiss schon mal Covid gehabt. Ja, 100%ig. Rainer, du hast die letzten 12 Monate irgendwie bist du in der Walachei umeinander. Du hast ja kein Social Distancing machen können. Gut, du hast die Jahre davor eigentlich fast nur Social Distancing gehabt, weil die einzigen Leute, mit denen du Kontakt gehabt hast, waren die Leute, die da zur Schanze gekommen sind und Booster kaufen wollten. Aber die letzten 12 Monate war zach, Rainer. Du bist ja immer irgendwo unterwegs gewesen und vor allem seit du einen Lappen immer hast, immer in öffentlichen Verkehrsmitteln, 100%ig hast du schon Covid gehabt. Du bist auch permanent krank. Weil natürlich in einem grotesk fetten Schwammkörper wie deinem kein gesundes Immunsystem leben kann. Egal, was du immer verzeihst von deinen Dorf-Dulli-Abwehrkräften, den ganzen Schmarren. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Dass einfach sagen, ja, naja, das ist so ein starkes Immunsystem und er wäre eigentlich nie krank. Ja? Er ist im Leben noch nie, er war als Säugling, hat er 335 Grad Fieber gehabt und wäre fast gegangen, also er hat praktisch ein Loch im Boden brennt. Und seitdem ist er praktisch Gott und er wandelt, er wandelt hier durch die Seuchenkranken und nichts kann ihm passieren. Aber dann auf der anderen Seite in jedem zweiten Stream, alle paar Wochen, ich bin so krank, ich weiß nicht gar nicht, was da los ist, mir geht's nicht gut. Es wird im Moment davon ausgegangen, dass ich es mal hatte, aber irgendwie, ich habe keine der Symptome gehabt.
Rainer, wie? Was bin ich hörend? Rainer, es macht keinen Sinn, was du da sagst. Es wird ausgegangen davon, dass ich es mal hatte. Von wem? Kein Kontext. Aber ich habe noch nie irgendwelche Symptome gehabt. Ja, wie kann man dann davon ausgehen, dass du das gehabt hast, wenn du noch nie irgendwelche Symptome gehabt hast? Ganz zu schweigen davon, was ich gerade gesagt habe, dass du dauernd diese Symptome hast. Himmel, Arsch, der ringt mich schon wieder auf 188. Rainer, du bist permanent krank und du hast genau diese Symptome. Oh, ich hab Kopf, ich hab Fieber, ich hab Halsweh. Ja, es sind genau diese Symptome. Ja, Kältepriester, da wärst du es halt gehabt haben. Ich nehme auch, dass du das im letzten Jahr wahrscheinlich 3-mal gehabt hast. Aber du hast keinen Unterschied gemerkt, weil du, ja, wahrscheinlich auch grundlegend nie merken darfst, wenn du weniger Luft kriegst, weil du nie Luft kriegst. Weil du dich grotesk fett gefressen hast, auf eine Vierteltonne hoch und bei jeder kleinsten noch so banalen Bewegung vollkommen außer Atem bist. Also, ich hatte zwar jetzt letztes Jahr, hatte ich November, Dezember, Januar, hatte ich ein bisschen Erkältung und Fieber. November, Dezember, Januar, 3 Monate lang hat er Erkältung und Fieber gehabt, aber er hat noch nie Symptome gehabt, die auf Covid schließen kannten. Und alles, aber ich habe keinen Geschmacksverlust gehabt und auch keine anderen Symptome. Rainer, du hast noch nie einen Geschmack gehabt. Rainer, sowohl was Ding angeht, aber die Scheiße, die du dir in den Klöterkopf stopfst. Jeder Mensch, der ein paar Geschmacksknospen hat, hätte da im Strahl gekotzt. Aber Vollgas. Hast du dir immer diesen komischen Wursteintopf angeschaut, den du da damals gekocht hast? Alter, das hat ausgeschaut, wie wenn es schon mal jemand gegessen hätte. Mehr abgesehen vielleicht von Fieber und ein bisschen Husten und alles. Keine Probleme mit der Ich habe keinerlei von diesen Symptomen gehabt, außer also alle. Atmung, keine Probleme mit dem... Rainer, du weißt gar nicht, wie eine normale Atmung funktioniert. Rainer, hast du dir schon mal einen von deinen Streamers angeschaut, wenn du draußen marschiert bist? Wie du am Schnauben bist. Nur vom Gehen. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie es ist, wenn man Probleme mit der Atmung hat, weil du nicht weißt, wie eine normale Atmung sich anfühlt. Mit irgendwas eigentlich nichts. Also ich glaube nicht, dass ich es hatte. Oder wenn ich es hatte, dann hatte ich nur so eine leichte Form davon, dass es kaum der Rede wert ist. Wow. 3 Monate lang Fieber und Erkältungssymptome. Super leicht, kaum der Rede wert. Ich mache heute gar nicht viel. Heute ist Sonntag, mir geht's nicht gut. Rainer, hast dich krank geschrieben von deinem Job, oder? Du brunzblöder Vollidiot. Heute ist Sonntag. Dass das überhaupt Wurst, was für ein scheiß Wochentag ist. Dass du es überhaupt weißt. Für dich ist doch vollkommen einerlei, ob Sonntag ist. Einziger Unterschied ist, dass du kein Dreckfressi kaufen kannst. Du musst Dreckfressi bestellen, ist natürlich teuer. Kostet Barne. Muss ein TikTok-Streamer her. Ja, heute ist Sonntag. Halt dein Maul rein, du bist seit über 10 Jahren ein fauler, fetter Arbeitsloser. Du hast überhaupt gar keine Ahnung, was Sonntag ist. Für dich ist jeden Tag Sonntag. Mal gucken, ob sich vielleicht was Cooles ergibt. Und ansonsten werde ich heute Abend nur auf Online-Plattformen rumeiern mit den... Ja, Rainer, wir wissen, auf welchen Online-Plattformen du dann unterwegs bist. Ja. Wir wissen es. Ah, heute ist Sonntag, hol ich mal 2-mal einen runter. Wo ich mit ein paar Leuten schreibe momentan. Es ist unfassbar. Oh, Bärchen incoming. Das war's dann. Ich weiß, dass ich ein gutes Immunsystem habe. Nein, oh, come on. Jetzt hat's einer Nein geschrieben. Jetzt hat's ein Troll reingeschrieben und er checkt noch nicht einmal, dass es ein Verarsche ist. Ich werde bloß alle paar Jahre mal krank. Also Rainer, du bist alle paar Wochen krank! Ich könnte mir jetzt die Mühe machen und raussuchen, im letzten Jahr, wie oft er gesagt hat, dass er krank ist. Ich werde bloß alle paar Jahre mal krank. Der Mann lebt so fern von der Realität, dass es nimmer zum Aushalten. Es ist nicht mehr zum Aushalten. Jetzt von Erkältung, Viren, Infekte und sowas. Das letzte Mal, dass ich einen Viren- oder Bakterieninfekt hatte, das war irgendwann zwischen 2013 und 2014. Rainer, halt dein Maul. Halt dein Maul, Rainer. Halt einfach dein Maul. Du bist praktisch die wandelnde Gesundheit. Die Galle hast du bloß zum Spaß rausnehmen lassen, weil du zu gesund warst.
es ist unfassbar. Es ist unfassbar. In jedem zweiten Stream rotzt er uns da einen hin. Aber nur seit 10 Jahren eigentlich keine Erkältung mehr gehabt. Da Mein Blutdruck, Leute, mein Blutdruck. war ich zweimal krank, und zwar einmal das Jahr vorher und einmal das Jahr nachher. Ich glaube 2013 und 14. Da war ich 2013 war ich ich weiß nicht mehr, ob es 12 oder 13 war. Auf jeden Fall war ich da 2 Jahre hintereinander gegangen. Erst im Januar. Ich hätte gedacht, ein Jahr davor und ein Jahr danach, nicht 2 Jahre hintereinander. Komm, er labert wieder irgendeinen hohlen Stuss. Ja? Aber es geht nochmal weiter. Und dann im Februar das Jahr drauf. Und das ist wirklich 13 oder 14 gewesen. Das ist wirklich ewig her. Und genau. Und seitdem hatte ich keine Virenentwicklung. Na klar hatte ich mal hier und da Kleinigkeiten, wurde mit Schlagstock angegriffen, mir wurde Zahn ausgeschlagen. Ja, wir hatten das. Den Zahn, den hast du selber rausgenettelt. Und der hat auch vorher nicht mehr gut ausgeschaut. Ein gesunder Zahn hätte das wohl wahrscheinlich ausgehalten. Dieser Zahn ist nicht mehr in deinem Mund, weil du keine Mundhygiene betreibst. Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, weil du irgendjemanden, feige Muchte, die du bist, mit einem Besenstiel attackiert hast und der den Besenstiel vor lauter Körperklaushaftigkeit selber in dein kreisliges Gefries reingemettelt hast. Deswegen ist der Zahn nicht mehr in deinem Maul. Kein anderer Grund. Und auch wenn die Situation nicht gewesen wäre, dieser Zahn hätte ein halbes Jahr später von alleine Metal aufgesagt. Und so weiter. Aber nichts irgendwie, was. Ich kenne. Okay. Ab da ist jetzt, ich bin hier so durchgegangen, hab hier mal drüber geschaut, ab da ist hier permanent nur irgendwelche Dullis im. Ich finde die anstrengend, die Leute, die er sich da reinlädt. Ich finde die alle super anstrengend. Einer hat eine schlimmere Kartoffelqualität auf dem Mikro wie der andere. Es schaut alles scheiße aus, die haben irgendwie Filter drüber. Es geht über banalen Schmutz, er erzählt immer dieselben Lügen. Ja, ich bin ja hier, google mal Drachenlord, ich bin hier der meistgehatete Arsch von hinterm Deich und keine Ahnung was. Und ich weiß überhaupt nicht warum und alles ist so böse und Mobbing und bla 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 bla. Den gleichen Schmarrn, den er immer verzapft. Dementsprechend gehen wir jetzt auf den TikTok-Stream vom 6.2. Draches Liste hört sich irgendwie an wie Schindlers Liste, ne? Ich habe den Typen jetzt gestern eine Chance gegeben. Ich habe ihm heute nochmal eine Chance gegeben. Er hat jetzt wieder mit dem gleichen Kindergarten angefangen. Deswegen habe ich gesagt, ich belasse es jetzt dabei. Ich habe ihn nicht beleidigt. Ich habe keine Scheiße gemacht und sonstiges. Und das finde ich ist weit sinnvoller und weit intelligenter und erwachsener als das, was er abgezogen hat. Ich habe gerade keinen IQ. Um welchen Typen geht's da? Ist es nochmal die Steini-Geschichte oder geht's da schon wieder um irgendeinen anderen Dulli? Der mit ihm gestreamt hat und gut Freund war und dann rausgefunden hat, was er für ein Arschloch ist und dann gesagt hat, nee, Metal auf Rainer, mit dir will ich nichts zu tun haben. Bitte klären Sie mich auf in den Kommentaren. Ich hatte ihm ja gestern erklärt, wer meine Mutter ist. Es ist... In dem einen ist er super laut, im nächsten ist er wieder super leise, man muss immer wieder die Lautstärke anpassen, es ist ein Kreuz, ist das. Und dass meine Mutter Ritter heißt und dass die mich damit verarschen wollen. Ich habe ihnen auch erklärt, wer meine... Die heißt nicht Ritter, die heißt Rita. Und ja, komm. Über die Mutter, da brauchen wir jetzt... Ja, ihr wisst, was ich sagen will. Vater ist und dass der Rudi heißt und dass die da mit dem aus Buddel mich immer verarschen wollen. Er redet auch durchgehend ohne aufzuhören und liest es sich immer extra vor. Was? Das soll er das machen? Ihr bekommt Entertainment von jemandem, wenn ihr trotzdem mich verfolgt und mich unterstützen könnt, indem ihr mich liked oder unterstützt. Ich gönne denen, wenn die gewinnen. Das gönne ich denen wirklich. Die Leute die ganze Zeit so, ja, liken, ja, los, wir machen ihn fertig. Habe ich das je getan? Nö. Warum? Weil es mir egal ist. Ich werde dadurch nicht... Ja, es ist dir vollkommen egal. Es ist dir vollkommen egal. Du hast, wo du rausgefunden hast, dass es da diese Winstreaks gibt, hast du geflext. So lange bis du deine erste Niederlage gehabt hast. Da ist der Mund ganz klein geworden. Es ist dir nicht egal. Es ist dir nicht egal. Das ist dieselbe Scheiße wie damals auf YouNow, wo du immer geflext hast, hey, ich bin momentan der mit den meisten Zuschauer, YouNow von ganz Deutschland, etc. Und als der Bibelben dir diesen Rang streitig gemacht hat, mein Gott, ist da der Mund klein geworden. Da war die Stimmung aber so richtig neutral. Und oh Wunder, der Anti-Mobbing-Jesus ist zum Mobber geworden und hat versucht, den Bibelben fertig zu machen. Rainer hat leider nicht funktioniert, weil der Typ war nämlich cleverer als du und der hat sie nämlich bloß blöd gestellt.
nicht reich, ich werde doch nicht irgendwie Fame oder sonst was, und selbst wenn, bis zu einem gewissen Grad habe ich ja schon Bekanntheit, darüber hinaus möchte ich sie auch nicht unbedingt ausweiten und ich brauche nicht hergehen und da irgendwie groß sagen, ja, macht, das will ich nicht machen und das habe ich auch nicht vorzumachen, das habe ich nie gemacht, weder. Nee, es ist ihm auch wurscht, aber die Barne, die müssen rein. Die Barne, ihr müsst mal hier Trinkgelder rausmitteln. Scheißegal, ob hier TikTok 70% davon kriegt. Müsst halt 70% mehr spenden. Weder auf YouTube noch auf TikTok noch sonst wo. Ihr liked hier sowieso in einer Tour. Und entweder wir gewinnen die Dinger oder nicht. Die haben sich tierisch darüber gefreut, dass die mir die 9er-Serie weggenommen haben und haben sich total darüber gefreut, fand ich total niedlich. Ist ja nicht schlimm. Das habe ich auch nicht gemacht, als ich nicht diese Reichweite hatte. Ich finde es so jämmerlich, ehrlich gesagt. Rainer, jämmerlich, wenn man bei Google eingibt. Ja? Ich weiß nicht, wie viele Memes von dir dann kämmer. Es ist auch wieder dieses irgendwelche pseudo-heroischen Scheiß mit einem Einhorn gegen einen Drachen und man sieht dann wenigstens sein Kreisligsgries fast nicht. Weil ist er da schon wieder rasiert? Ganz ehrlich, ich kann mir zwar vorstellen, was unter dem sein Bart alles kreucht und fleucht, wenn er den sich wachsen lässt. Nichtsdestoweniger ist es fürs Auge ein wenig weniger beleidigend, wenn er sich einen Bart hat wachsen lassen. Weil man sieht weniger von diesem kreisligen Fries und vor allem jedes Mal, wenn er sich den rasiert, dann kommt er das Ausmaß der Verwüstung darunter hervor, von diesem, ich habe mich wieder wochenlang nicht gewaschen, etc. Und wo du dann die ganze Kraterlandschaft hast, mit den ganzen eitrigen Pusteln, die er da immer in der, richtig schön. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich diese Reichweite habe, aber ich war auch schon früher so, wenn jemand gegen mich in solche Sachen gewonnen hat, ich freue mich da total für die drüber. Ja, genau. Du bist der selbstloseste Mensch aller Zeiten und du bist ein ganz fairer Verlierer. Immer wenn du irgendwo verloren hast, da hast also wirklich Würde bewiesen und die anderen Leute mit Respekt behandelt. Ganz genau, Rainer. So ist es passiert. Und wenn die Leute anfangen hier rumzuhaten, dann lassen wir das Match durchlaufen, weil ich breche sowas nicht ab. Achso, mit vollem redet man nicht. Und wenn wir das durch... Rainer, du hast was in der Groschen drin. Und du solltest auch mit leerem Mund nicht sprechen. Rainer, du solltest eigentlich ganz gewaltig einfach dein Fettfotzen halten. Ne? Gezogen haben, dann cool. Aber am Ende ist es dann so, dass ich dann halt einfach weiß, die Person nehme ich nicht nochmal mit rein. Mehr als 2 Chancen gebe ich aber nicht. Ja. Mehr als 2 Chancen gibt er nicht, der gnädige Drachenlord. Du kannst einmal haten und wenn es aber dann nochmal, dann wird aber, wann haben wir geschwungen? Nö. Hast du Bock auf einen gemeinsamen Business? Business to Dully, der große Englischlord. Hast du keine Facecam an? Sorry, aber so. Letztes Mal, als ich sowas gemacht habe, habe ich dann gleich eine Verwarnung gekriegt. Das ist ein komischen Geist. Übrigens ist euch aufgefallen, ne? Hat noch gar keiner darauf reagiert, dass ich keinen Bart mehr habe. Wieder schön glatt und total. Ja, schön glatt. Es sind 2 Adjektive und sie sind beide gelogen, Rainer. Es ist nicht schön und es ist nicht glatt. Verpickelt, ey. Das ist einer der Gründe, warum... Es ist verpickelt. Richtig. Richtig, Rainer. Das liegt zum einen an deinem Dreckfressi, das du dir in deinen Grindkopf stopfst. Und zum anderen daran, dass immer, wenn du deinen Bart wachsen lässt, du der Meinung bist, du musst den nicht waschen. Und dann da drunten als, ne? Warum ich mich entweder immer rasiere oder warum ich mich gar nicht rasiere. Das sieht man die Pickel nicht. Ja genau, ich habe übrigens eine Abstimmung gemacht, beziehungsweise ein Video gemacht, wo ich darüber gesprochen habe, ob das für euch in Ordnung ist, wenn ich euch da anlüge, wenn ich sage, wo ich bin. Oh. Rainer, erstens ist es vollkommen offensichtlich, also hat es gleich bleiben lassen, Kenner, weil es hat dir keiner eine Sekunde abgekauft, dass du in Köln bist. Und zweitens ist es okay, wenn ich euch anlüge, Rainer, sogar wenn du nur 2, 3 Leute in deiner Community hast, die dich wirklich unironisch unterstützen und die meinen, der Rainer, der ist eigentlich ein ganz dufter Kerl und den müssen wir eigentlich unterstützen, weil der armes Mobbelopfer ist. Sogar dann ist es eine hodenlose Unverschämtheit, dass du die Dreistigkeit hast, diese Leute eigentlich überhaupt zu fragen, zu sagen, so, ist es eigentlich okay, wenn ich dich anlüge? Ich ziehe mir jetzt mal kurz eine Ausrede aus dem Arsch, warum ich das mache, aber liegt definitiv nicht daran, dass ich ein notorischer Lügner bin. Oder nicht, weil letzten Endes halt das jedes Mal nach...
letzten Endes losgeht. So, das will, sonst kommen mir gleich die ganzen Feministen hier und zerlegen mich. Das ist überhaupt nicht der Fall. So, ich glaube durchaus, dass Frauen sich auch selbst beschützen können. Rainer, das Frauenthema, das darf ich an deiner Stelle ganz, ganz gewaltig bleiben lassen. Rainer, wie du dich Frauen gegenüber verhältst, ist unter aller Arsch. Es ist unter aller Arsch. Und es ist eine Schande für das komplette männliche Geschlecht, was du machst. Sind ja wieder diese Sachen, die so, ja, Männer verschicken alle Pimmelbilder. Nee, es gibt wenige Männer, die Pimmelbilder verschicken, die verschicken sie halt wirklich an jede Frau, deren Nummer sie kriegen. Und da kehrst genau du mit dazu. Das ist genauso wie beim Metal und wie bei allem anderen. Du beschmutzt alles, mit dem du in Verbindung gebracht wirst. Aber ich auch so ein 50-jähriger Mann, der so ein bisschen, oh, naja, ich bin so, Ja, da ist es auch so eine Sache wieder, da ich ja auf Männer und Frauen stehe, finde ich es eigentlich immer ganz geil, wenn Männer in einem reiferen Alter dann plötzlich merken, so, sie haben vielleicht doch ein bisschen andere Interessen und möchten sich da mal ein bisschen reinarbeiten. Leider bin ich dann doch noch zu jung für dich. Sorry, aber grundsätzlich ist es sowieso so, dass ich, wie gesagt, eigentlich eben auf erwachsene Frauen Rainer, das ist eine Alibi-Aussage, aber das Thema hatten wir schon. stehe. So wirklich, ich meine damit jetzt nicht irgendwie ab 18, sondern ich meine wirklich erwachsene Frauen, die auch Lebenserfahrung haben. Wirklich so, am allerliebsten sind mir wirklich so Frauen ab 30, 40, 50 aufwärts. Lieber noch 40, 50 aufwärts als 30. Aber das war auch schon mit 17, 18 der Fall. So, ich stand schon in jüngeren Jahren auf ältere. Rainer, erzähl diese scheiß Fabel nicht. Und such dir doch irgendeine 80-Jährige. Irgendwann die einen grauen Star hat und keinen Geruchssinn mehr und Deswegen verstehe ich zum Beispiel übrigens auch nicht die Aktion mit diesem ganzen Blödsinn von wegen Kinder. Das ist auch schon wieder so eine Hater-Frage, wo ich mir denke, so, muss doch echt nicht sein, Leute. Doch, Rainer, doch, das muss sein. Das ist richtig und wichtig. Diese Hater-Fragen sind richtig und wichtig. Und dass die in jedes Mal, wenn du irgendwo ein Match machst oder irgendwie jemanden in deinem Stream drin hast, diesen Leuten sagen, frag ihn mal nach Wien, frag ihn mal nach diesem, frag ihn mal nach den Hamstern oder dem Pferd. Das ist wichtig und richtig. Ein Fan zu Daten. Was zu daten ist sowieso schwieriger, oder? Daten, hat der Daten gesagt. Rainer. Nein, der Rainer würde niemals Fans daten, außer natürlich, wenn sich die Möglichkeit für Snooze nur ergibt. Dann, da er in seiner Gnade eine Ausnahme machen. Dann ist ihm auch das Alter vollkommen wurscht. Ja? Und zwar wirklich vollkommen wurscht. Weil die machen ja alles für dich. Ich hatte ja tatsächlich auch schon Treffen mit Fans, also mit zwei Mädels und tatsächlich auch mit einem Typen. Ja, keiner. Wir fahren wieder mit dem Lülü-Train nach Bullshit Town. Nein, Rainer. Er will mir jetzt erzählen, dass Fans sind zu Rainer gefahren und haben sich ihm hingegeben. Weil er so famous, weil er so ein großer YouTuber ist. Das will er mir jetzt erzählen, oder? Rainer, halt dein Maul. Wobei ich sagen muss, mit dem Typen war es nicht so schwierig, weil der hat sich da... Wie er sich die Lügen zusammenrendert. Wie das Arbeiten erst. Ja, genau, und das war dann... Das war halt ein ganz normaler Typ. Es ist halt grundsätzlich schon schwierig, sich mit einem Fan abzugeben und ich würde das auch grundsätzlich niemandem empfehlen, der in irgendeiner Reichweite ist. Ich habe 2 Erfahrungen gemacht mit Frauen. Ich hatte mit einer... Rainer, halt dein Maul. Rainer, sogar wenn es wahr wäre, würden wir es nicht wissen wollen. Und es ist hundertprozentig nicht, da die alles drauf wetten, dass das nicht wahr ist. Was laufen, da habe ich auch ein Dreivierteljahr was laufen gehabt. Die kannte mich von YouTube und so weiter. Eigentlich kannten mich meine ganzen Beziehungen, also meine ganzen Mädels, mit denen ich zusammen war, kannte ich alle aus YouTube, beziehungsweise... Rainer, du bist, seit du aus Rita rausgeploppt bist, in keiner Mulle mehr gewesen. Hundertprozentig. Die kannten mich alle aus YouTube, waren aber jetzt nicht zwangsläufig Fans. Also meine erste, mit der ich zusammen war, sie hat zumindest immer gesagt, sie ist kein Fan und sie hat sich auch nicht entsprechend verhalten. Also die hat jetzt halt irgendwie total unterwürfig getan davon. Wobei ab und zu das ganz cool ist. Aber das ist so an sich nicht das Thema. Die erste, mit der ich zusammen war, bei der war das eigentlich eine ganz normale, ich würde sagen, ganz normale Beziehung. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich mit 27 die erste Beziehung hatte in der Hinsicht. Und dann kam
Die nächste Lüge. Eine andere Person, mit der ich zusammen war. Aber die war auf jeden Fall durchaus unterwürfig und so. Und das Problem ist, wenn man von so einer Person immer auf einen Scheffel gestellt wird. Rainer. Die ist dann zu Ehren gekommen. Hat er vor kurzem 50 Shades of Grey gesehen oder was ist da los? Will er uns jetzt die Story verzapfen? Es ist unfassbar. Die ist gekommen und die war unterwürfig zu ihm. Der große Drachenlord. Genau so ist es passiert. Die hat geklingelt und wo er rauskam, ist sie gleich auf die Knie gefallen und hat ihm die kreisligen Ogerkrallenfüße geküsst. Seitdem hat sie einen Nagelpilz an der Lippe. Die letzte Person, mit der ich zusammen war. Sie hatte mir am Anfang, das Interessante ist, sie wollte nie auf den Scheffel gestellt werden, hat aber mich auf den Scheffel gestellt. Sie hatte sich ein Bild von mir gemacht, wo es war nicht das, wie sie es sich vorgestellt hat. Sie hat sich eingebildet, ich bin psychisch instabil, ich bin total depressiv und total zurückhaltend. Und Rainer, du bist psychisch instabil und höchstwahrscheinlich depressiv. Es kommt sehr, sehr häufig vor, dass Leute, die eine krasse narzisstische Störung haben, halt auch eine Depression haben. Und das mit dieser narzisstischen Geschichte praktisch dann kompensieren und das in so einem ewigen Teufelskreis endet. Ich würde davon ausgehen, ganz ehrlich, Rainer, wenn ich du wäre, wäre ich depressiv. Du hast ja komplettes Leben gegen die Wand gefahren. Du bist die jämmerlichste Existenz in ganz Deutschland. Wenn nicht in ganz Europa. Ich weiß es nicht. Rainer, an deiner Stelle dann, da die aber die Antidepressiva, da die aber wie die Guttis fressen. Total am Eimer und so. Bin halt jemand, der so viel psychische Unterstützung braucht, aber das ist nicht der Fall. Das war nie der Fall und das wird es auch nie sein so. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, was für Fehler ich gemacht habe. Ich weiß aber auch, was ich Gutes gemacht habe. Und du bist Rüdiger der Dirnenspross, Rainer. Ich bilde mir auch nicht irgendwas ein. So. Doch, genau das ist das Problem. Du lebst in einer Märchenwelt. Ja? Voller Blumen und Blüten und Anime-Charakteren. Und jedes Mal, wenn die Hater dich aus dieser Welt wieder zurück in die Realität bringen, rastest du komplett aus. Das wurde auch in mehrfacher Hinsicht inzwischen bestätigt. So, grundlegend ist es so. Rainer, dir ist bestätigt worden, dass du unterdurchschnittlich intelligent bist, dass du eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hast und dass du dich nicht unter Kontrolle hast. Dass du deine Aggressionen nicht kontrollieren kannst. Die Sachen sind festgestellt worden. Die gibt's schwarz auf weiß. Alles andere ist Lülülü. Von wegen ADHS und Legasthenie und das ganze Klump findet nicht statt. Du bist einfach bloß hagelblöd. Wenn man mit einem Zuschauer oder mit einem Fan irgendwas unternimmt, dann wird man grundsätzlich auf eine Art kleines Protest gestellt. Nein, Rainer. Nein. Wenn man angenommen, wir reden jetzt mal von einer tatsächlichen Persönlichkeit, ja, jemand, der tatsächlich prominent ist und Fans hat, die auch mit ihm in die Kiste steigen würden. Wir wissen, die ganze Scheiße ist gelogen. Aber und man steigt mit Fans in die Kiste, ist das höchstgradig unprofessionell. Das ist der Punkt. Und das haben die meisten Leute auch begriffen, die tatsächlich Fame sind. Deswegen heiraten irgendwie berühmte Musiker und Hollywood-Stars immer untereinander. Und ganz selten, dass sie mal irgendjemanden heiraten, der nicht Fame ist. Auf diesem Podest so wird man angehimmelt oder angeschaut. Das Problem ist, nach und nach fängt die Fassade an zu bröckeln. So. Ja. Deine Fassade hat brutal gebröckelt. Also noch mehr, nachdem du mit dem Kercher über die Wand gegangen bist, aber auch die Fassade, die du immer aufbaust. Weil du dich immer als Mobbing-Opfer hinstellst und als, ja, ich bin ja der arme Drachenlord und ich bin hier, ich kämpfe gegen Mobbing, etc. Und ich bin der große YouTube-Star und ich bin so tierlieb und ich bin dieses und ich bin jenes und ich bin eigentlich ein ganz toller Mensch. Und jeder Mensch, der dir diese Räuberpistole bisher abgekauft hat, hat innerhalb kürzester Zeit geschnallt, was du für ein Grattler bist. Und hat sich von dir abgewandt. Jeder Mensch. Ausnahmslos. Wenn man sich wohl und ungezwungen fühlt, kommt es schon mal vor, dass man hier und da mal einen fahren lässt. Kann man eigentlich auch darauf verzichten, ist als Mann aber irgendwie so eine Sache. Ja genau, Männer dürfen einen fahren lassen, Frauen nicht.
es gibt Leute, die kommen damit klar, wenn der Partner ab und zu mal und es gibt Leute, die kommen damit nicht klar. In einer Beziehung weiß man das dann und verhält sich entsprechend. Verdruckt sie den Chance oder man geht dann irgendwie ins Nebenzimmer oder sonst irgendwas. Rainer, du bist einfach ein fetter Widerling, der sich dahin hockt und einfach raushaut. Und dir scheißegal ist, wer gerade im Raum ist. Und ich möchte nicht wissen, was für ein Höllengestank das ist bei dir. So kaputtgeschossen, wie du deine Verdauung hast in den letzten 30 Jahren. Ich will's nicht wissen. Die wird da, jeder im Raum wird da geschmeidig vor die Füße speien, wenn hier gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Kommt halt mal vor. So. Kommt auch bei Frauen vor, aber Frauen sind dann noch ein bisschen anders erzogen, habe ich das Gefühl, oft. Wobei Rainer, du bist überhaupt nicht erzogen. Hättest du die geringste Erziehung genossen, dann wärst du nicht da, wo du jetzt bist. Rainer, dich hätten wir von klein auf jeden Tag herprügeln müssen. Ich glaube, anders hättest du nicht checkt. Die meisten, ich bin normalerweise kein Freund von Gewalt in der Erziehung. Versteht's mir nicht falsch. Aber ich glaube, der Rainer hätte das nicht anders gecheckt, außer jedes Mal, wenn er irgendwas macht, was ein Arschlochverhalten ist, direkt der Schädel. Bam! Und wenn er fragt, warum, klein nochmal eine. weil ich jetzt halt wieder irgendwie hier sexistisch sein will. Rainer, der Zug ist auch lang abgefahren. Ganz lang. Ganz lang. Männer sind da einfach ein kleines bisschen anders. So. Vor allem in meinem Fall ist es so, ich bin ja sehr lange auch immer alleine gewesen, da habe ich oft über Sachen nicht nachgedacht. So. Und wenn ich mich dann halt wohlgefühlt habe, so in der ersten Zeit habe ich das auch nicht gemacht. Das war jetzt so nach ein paar Wochen oder so, kam das halt immer vor. Und man muss dazu sagen, dadurch, dass ich ja immer so lange alleine war, habe ich auch überhaupt keine Beherrschung, was das angeht, weil ich es ja nie beherrschen musste. Rainer, du bist anal inkontinent höchstwahrscheinlich. Seit der ganzen Luan-Geschichte. Du kannst dir den Shorts nicht drin halten, nicht mit Krampf. Die letzten 10, 15 Jahre. Also, und das ist dann so der erste Punkt gewesen, wo so ein bisschen die Fassade gebröckelt ist, so für die Person. Und dann kamen halt auch andere Kleinigkeiten dazu. Zum Beispiel hatte sie so ein bisschen das Gefühl, sie würde gerne lieber ein bisschen mehr das Ruder übernehmen. Das ist aber nicht mein Fall. So. Ja, Rainer ist nämlich, der will nämlich Beziehung auf Augenhöhe führen. Na, sind wir mal ehrlich, genau wie im Discord oder auf YouTube oder sonst irgendwo, Rainer will der Despot sein. Ja, Rainer ist der große Diktator und wenn nicht jeder genau das tut, was Rainer sagt oder will, dann ist Polen offen. Und in dem Moment, in dem die wahrscheinlich gesagt hat, also diese imaginäre Frau, ja, wir dürfen immer nicht vergessen, die Person gibt's nicht. In dem Moment, in dem eine Frau, die hypothetisch mit ihrem Zammer wäre, sagen dazu, du, ich hätte aber gerne, da er komplett eskalieren. Weil er ist der große Drachenlord und nach seiner Nase geht's nämlich. So Ding ist das. Das ist nicht mein Stil. Und deswegen habe ich dann einfach, das Ruder selber weiterhin übernommen und das war aber dann für die Person auch nicht in Ordnung. Man muss jetzt auch Rainer, du bist der egoistische Hufeisenbesitzer. Das ist der Punkt. Du bist absolut nicht kompromissfähig. Und dir gehen die Bedürfnisse von anderen Menschen so weit am Arsch vorbei. Es ist unmöglich, dass sie dir noch weiter am Arsch vorbeigegangen. Das ist das Problem. Ich habe weiter das Ruder übernommen. Du willst halt einfach deinen Willen haben. Dieser kleines, quengelndes Kind. dazu sagen, bei der letzten Person habe ich mich ohnehin stark zurückgenommen, weil ich mir halt so gedacht habe, ja, es wird jetzt sowieso nicht weiter in die Richtung gehen und ich wollte, dass die Beziehung funktioniert. Rainer, wir wissen alle aus den ganzen Leaks, hier Bärchen-Leaks, Cola-Bärchen etc., was für ein zurückhaltender Mensch du bist. Du bist ja so ein zurückhaltender Mensch. Also dich bemerkt man ja fast gar nicht. Außer wenn du natürlich wieder irgendwelche Pimmelbilder schickst und die Leute versuchst plump zu manipulieren. Funktioniert so. Oft mal, wo ich gedacht habe, ich sag was, habe ich gedacht, okay, hältst das Maul, sagst du nichts. Genau genommen bin ich eine Art Switch-Person. Ja, es ist Switcher, das musst du wissen. Mir hat es auch irgendwann einfach gereicht, weil ich halt immer gesagt habe, ja, schön, gut, Amen, bla bla bla. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, passt mir so nicht, das geht mir da dagegen. Und dann hat die Fassade immer mehr Bröckelchen gekriegt. Und dann ja, Fassade hat Bröckelchen, bla bla bla.
Das Einzige, was Breckel gekriegt hat, war der Husten von anderen Leuten, wenn du dein Maul aufgemacht hast oder wenn du wieder hergeschossen hast, dann gibt's Breckerlhusten. Irgendwann ist sie eingestürzt. So. Und das ist So wie die Bulldog-Halle, Rainer. die Erfahrung, die ich gemacht habe, wenn ich mit Leuten zu tun habe oder mit Leuten zusammenkomme. Dann kriegen die irgendwann nochmal das Kotzen, weil du ein widerliches Stück Dreck bist. Das soll man auch dazu sagen, das Gefährlichste an der Situation ist, nur mal angenommen, ne? Ich weiß, das ist nicht der Fall, aber nur mal angenommen, einer von euch steht auf mich. So. Das ist eine sehr kühne These, Rainer. Davon würde ich jetzt einmal, das ist die Annahme, der ich nicht tätigen. Glaube nicht. Und bekommt die Chance, sich mit mir zu treffen. Und vielleicht entwickelt sich sogar wirklich was. Das größte Problem an der Stelle ist das, dass ihr oft glaubt, dass ihr mich schon seit Jahren kennt. Weil ihr... Rainer, wir wissen alles von dir. Kommt nicht diese 2% Scheiße, wir wissen alles von dir. Wer schon seit Jahren meine Videos schaut, schon seit Jahren meine Filme kennt, seit Jahren... Deine Filme? Was für Filme denn? Rainer, bist jetzt professioneller Schauspieler. Hast du Goldene Palme schon mal gewonnen oder ein Bambi oder sowas? Deine Filme? Willst du mich komplett verarschen eigentlich? meine Geschichte verfolgt. Und da ist das Problem, denn ihr kennt mich nicht. Nur weil ihr Sachen im Internet gesehen habt, heißt es nicht, dass ihr die Person Rainer Winkler wirklich kennt oder die Person Drache oder Drachenlord. Ihr kennt Ausschnitte aus meinem Leben. Ihr kennt von meinem ganzen Tagesablauf nur die Zeit, in der ich live bin oder in der Zeit, in der ich Videos mache. Ja, und die Zeit, wo die Leute beim Brüll heulen, ne, hier auf der Straße, ne, und. Rainer, hör mit dieser, ihr wisst überhaupt nichts über mein Leben, Scheiße auf. Wir wissen alles. Wir wissen alles. Rainer, wir wissen sogar, wann du irgendwo auf Pornhub oder auf X-Hamster bist und in den widerlichen kleinen Maulwurf wirkst. Das wissen wir alles. Ihr kennt nicht, wie ich drumherum bin. Ihr kennt das, was die Hater hochladen, aber auch davon ist es ja maximal eine Stunde Material pro Tag. Teilweise ja auch bloß ein, zwei Stunden pro Woche. Rainer, die restlichen Tag irgendwie auf der Zarencouch datteln, Dreckfressi in den Bimbis stopfen oder auf dem Scheißhaus sitzen oder sich irgendwie am Pensi rumspielen, sagt nicht viel über deine Persönlichkeit aus, doch eigentlich schon, aber ne? So, weil letzten Endes habt ihr nur die Letzten Endes, meine Damen und Herren, Person gesehen, die ich im Internet bin oder die ich im Internet zeige. Auch wenn viele dieser Facetten mit meiner eigenen Realität oder mit meiner eigenen Person, meiner Persönlichkeit zusammenhängen, ist es nicht meine gesamte diese Facetten, das versucht er wieder super schlau zu klingen. Persönlichkeit. Es sind nur Teile und nur Ausschnitte meiner Persönlichkeit. Rainer, den besten Blick auf deine Persönlichkeit kriegt man tatsächlich, wenn man so Sachen wie die Cola-Bärchen-Leaks sich gibt. Die besten Sachen sind tatsächlich auch wirklich geleakte Sachen. Da kommt deine Persönlichkeit aber mal so ungefiltert raus, dass alles spart ist. Ja? Deswegen reiten alle Leute immer wieder auf dieser scheiß Wien-Aussage rum. Weil das in einem Rahmen war, wo du dich unbeobachtet gefühlt hast. Und dann bröckelt nämlich die Fassade. Dann ist nämlich dieses, ich bin das arme Opfer und heuli, bitte, habt's Mitleid mit mir, geht's mal Barne, etc. Ganz schnell weg. Und der widerliche Dreckskerl, ja, der sich um andere Leute keinen Rattenarsch schert, der nur an sich selber denkt und dem es vollkommen wurscht ist, ob da gerade Leute abgeschlachtet werden, der kommt raus. Und das ist das wahre Ich. Das habe ich im letzten Video, glaube ich, auch schon mal gesagt. Der wahre Rainer Winkler kommt in diesen Situationen raus, wo er sich unbeobachtet fühlt. So, würdest du etwas mit einem Fan anfangen? Ich habe mir das schon vor 2 Jahren vorgenommen, habe dann aber meine ganzen Prinzipien nochmal über den Haufen geworfen, weil ich gedacht habe, okay, probierst es doch mal. So. Ja, nee, Rainer, weil du alles nehmen würdest. Rainer, du würdest alles nehmen. Probierst es noch ein weiteres Mal, versuchst es nochmal. Und es hat sich wieder als Fehler herausgestellt. Es ist im Übrigen, glaube ich, auch wirklich, wirklich, wirklich gut, dass Rainer keine sozialen Kontakte mehr hat. Jetzt stellt euch einmal vor, Rainer ist auf irgendeiner Party. Und da liegt irgendein Madel umeinander, die es übertrieben hat und die sich in die vollkommene Bewusstlosigkeit gesoffen hat und es ist gerade niemand da, der darauf aufpasst. Ich möchte nicht wissen, was passiert. Aber ich habe eine ziemlich klare Vorstellung, was passieren würde. Ich halte den Mann für absolut skrupellos.
Ich würde keine persönliche Beziehung mehr mit einer Person führen, weil ich auch nur auf eine einzige Situation aus bin. Alter, diese Gestikuliererei, Rainer, das macht deine Aussagen nicht weniger scheiße und nicht schlauer. Ich habe nur noch Interesse, mit einer anderen Person zusammen zu sein, wenn es um Bettgeschichten geht. So. Die Fabel, die ändert sich auch von Mal zu Mal. Ja? Ich will nur noch bumsen, alles andere ist mir scheißegal, etc. Und dann danach im nächsten Stream, ja, ich würde schon gern die Frau fürs Leben finden und 33 Kinder mit derer haben. Rainer, wovon träumst du nachts? Beides wird niemals passieren. Beides wird niemals passieren. Snoo gibt's für dich nur noch gegen Bezahlung in diesem Leben und du hast keine Kohlen mehr. Das ist das Problem. Und ganz ehrlich, dich lassen sie extra zahlen. Ja, du bist praktisch so fett wie 3 Menschen, dann zahlst du halt das Dreifache. 100%ig. Dreifache. Wäre schon selber ganz blöd. Die goldenen Rosen sind halt unser Ziel im Stream. Auch wenn es ein bisschen hoch angesetzt ist. Du setzt das Ziel immer zu hoch an. Ich habe eine Frau, die ich liebe. Das wird wahrscheinlich auch die letzte Person in meinem Leben sein, die ich liebe. Rainer, die einzige Person, die du jemals geliebt hast und die du jemals lieben wirst, bist du. Rainer, du bist nicht in der Lage, tatsächlich irgendwelche Gefühle wie Liebe oder sowas einem anderen Wesen gegenüber zu empfinden. Ist nicht. Ist nicht. Es ist Rainer und nochmal Rainer. Me, myself and I. Ist immer nix. Zumindest gehe ich jetzt sehr stark davon aus. Aber aus dieser Beziehung wird nichts werden. Diese Person hat kein Interesse an mir und möchte mit mir nicht zusammen sein. Ich akzeptiere es deswegen, weil die Person für Weil du keine andere Wahl hast, Rainer. Ich akzeptiere es deswegen. Gibt's eine Alternative, es nicht zu akzeptieren? Bei dir schon. Da haben wir wieder im Tierreich wird ja auch vergenusswurzelt. Geschichte. Sollten Menschen auch machen. Oder? Ist es das? Ich akzeptiere es deswegen, weil... Rainer, du hast keine andere Option. Wenn dir eine Frau sagt, ich will mit dir nichts zu tun haben und ich will nicht, dass du mich anfasst, dann hast du das zu unterlassen. Da ist nicht, ich akzeptiere das deswegen, weil, sondern dann ist das, ja, okay. Punkt. Es steht nicht zur Debatte, ob du das akzeptieren willst oder nicht. Das steht nicht zur Debatte. für mich so wichtig ist, wie es eine andere Person wahrscheinlich nie wieder sein wird. Natürlich ist das Leben lang und man kann davon ausgehen, dass ich vielleicht meine persönliche Meinung nochmal ändere, aber ich gehe nicht davon aus. Ich bin schon immer so ein Mensch gewesen, ich entscheide mich für etwas und dann ziehe ich durch. So, ich habe mich dafür entschieden. Entschicken. Er entscheidet irgendwas und dann zieht er durch. Außer wenn er es nicht durchzieht. Rainer, wie oft hast du durchzogen bei den ganzen Formate? Verzeih mir das doch nochmal. Wie oft ist jetzt hier in den letzten Jahren mal irgendwie Brot und Brötchen gekommen oder Wahrheit oder Lüge oder 4 Drachen und leck mich am Arsch oder was auch immer? Wie oft ist denn das gekommen? Wie hast du denn da durchgezogen, Rainer? Hast du richtig durchgezogen? Hier Dragon Monday ist immer noch pünktlich. Jeden Montag zur selben Zeit kommt der, oder? Du hageldummer Knallkopf. Du bist einfach ein sturer Vollidiot. Aber du ziehst einen Scheißdreck durch. Das Einzige, was du durchziehst, in Anführungsstrichen, ist mit Krampf zu versuchen, nicht tatsächlich einer ehrlichen Arbeit nachgehen zu müssen. Ansonsten ziehst du gar nichts durch. Dicker labert der Müll. Ja, dann würde ich sagen, ich sorge dafür, dass du diesen Müll dir nicht anhören musst. Sekunde. So, bitteschön. Habe ich gern getan. So, Da fühlt er sie wieder richtig. Ah. Weil, diese kleine Endorphin-Flash, der ihn für den Bruchteil einer Sekunde von der eigenen Erbärmlichkeit ablenkt, wenn er irgendwo den Bannhammer schwingen kann. Ist es nicht schön. lediglich Bettgeflüster. An was anderem habe ich kein Interesse mehr. Ob ich sowas mit einem Zuschauer machen würde, erst einmal grundlegend natürlich sowieso nicht unter meinen Altersvorgaben, also 40, 50 plus. Und Vorgaben. Seine Vorgaben. Du musst ein Bewerbungsformular ausfüllen, oder? Verzeih nix. Verzeih nix. Du nimmst, was kommt. 100%ig. Absolut. da werde ich hier auf YouTube oder YouNow oder TikTok nicht so sonderlich viele finden, denke ich. Wann kann
Was? Warum kein Interesse an allem? Was? Pass auf. Was? Jetzt ruft mich jemand an, während ich im Stream bin. Das geht aber überhaupt nicht, Erzadler. Das ist ja Frechheit. Rufen die dich einfach an, während du im Streamen bist. Kann ja auch nicht sein. So. Ich trenne das eine und das andere. Deutlich. Ja, du kannst es ruhig trennen, aber du kommst weder dem einen noch dem anderen dadurch auch nur einen Schritt näher. Das ist wie wenn ich das Eiweiß vom Eigelb trenne und schmeiß beides in die Tonne. Liebesleben hat nichts mit meinen Bettgeschichten zu tun. Und andersrum. Das ist so mein Ding. So, jetzt muss ich aber leider mal kurz was jemanden schreiben. Eine Sekunde. Hab während des Livestreams einen Anruf bekommen. Alles gut. Ich habe mich nur gewundert und habe mir Sorgen gemacht. Aber schön, dass du es nochmal erklärst. Hat jetzt ganz schön Schiss gekriegt, dass irgendwas wieder passiert ist. So, also. Hast du hier hier schon viele Hater sperren müssen? Ein paar, nicht viele. Rainer, du hast tausende Leute schon gebannt. Und die kommen alle immer wieder. Und das ist richtig und wichtig. Etwas an Gewicht verlieren. Ich versuche die ganze Zeit Gewicht zu verlieren. Rainer, man verliert nicht Gewicht, wenn man sich Zuckerschmutz für 50 € am Tag in den kreisligen Grind reinstopft. Du schaffst es nicht einmal, 1 Stunde am Tag zu streamen, ohne dass du da permanent irgendwas in die scheiß Goschen stopfst. Wie ist denn das zu versuchen, Gewicht zu verlieren? Rainer, du musst erst einmal aufhören, nur das Ungesundeste und das in rauen Mengen zu fressen. Oh, ich hab halt gar nichts gegessen, Erzadler. Außer 5 Butterbrote in der Früh und 6 Wurstbrote zum Vormittag und jetzt mittags halt nochmal einen Döner und am Nachmittag habe ich nochmal einen ganzen Kuchen gefressen. Aber ansonsten habe ich gar nichts gegessen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, warum ich so grotesk fett geworden bin. Naja, ich habe jetzt erst mal 1 Kilo Bart verloren, von daher hat immer noch... Alter. 1 Kilo Bart hat er verloren. Ich glaube, das Einzige, was du kiloweise verloren hast in den letzten 20 Jahren, war Hirn. Keiner drauf reagiert. Oh. Hä, wieso soll Emskirchen keine Option sein? Nur weil ich aktuell in Köln und Berlin unterwegs bin, oder was? Oder in München demnächst. Ja. Wie was? In Köln, in München. Ganz ehrlich, mich wundert es, dass sie in Berlin jetzt sauber einen Arsch aufgerissen haben. Wann kommst du mal in den Norden? Was? Ich war doch jetzt erst in Berlin, das reicht doch für den Norden, oder? Emskirchen ist seine Heimat. Ja, ich denke, ich werde da immer wieder hin zurückgehen. Außerdem habe ich auch im Umkreis meine Freunde und so. Rainer, du hast keine Freunde. Du hast keine Freunde. Hättest du Freunde, dann wärst du neulich nicht, wo sie dich rausgeschmissen haben aus dem Hotel, auf der Straße gesessen. Gib dir Brief und Siegel. Ich gebe dir Brief und Siegel. Wie bei jedem normalen. Angenommen, keine Ahnung, ich streite mit meiner Freundin und die setzt mich in der Nacht vor die Tür, werde ich diese Nacht nicht draußen verbringen. Das verspreche ich dir auf die Hand. Weil ich rufe irgendwelche Kumpels von mir an und sage, hey, die Alte hat mich rausgeschmissen, kann ich bei dir auf der Couch crashen. Bam, bumm, 10 Minuten später habe ich es warm. Rainer, hättest du Freunde, hättest du nicht 4 Stunden dir den mitleidsbaren Streamende aus der Kälte bei minus x Grad draußen in einem Kühen gemacht. So, versuchst du dich in letzter Zeit... Achso, ja, na, aber er will ja zu seinen Freunden nicht unterkommen, weil er die ja schützen will vor die Haters. Genau so ein Ding war das nämlich. Was soll kein Scheiß. Gesünder zu ernähren. Ja, ich habe heute Erdbeeren gegessen. Was Erdbeeren und Honigmelone, was sagt dir das? Ja, das sagt mir, dass du nicht gecheckt hast, wie sich gesund ernähren bedeutet. Dass jemand wie du, der so fett ist, unterkalorisch sich ernähren muss. Und dass, klar, Erdbeeren und sowas Vitamine haben, aber halt auch jede Menge Fruchtzucker. Und Zucker solltest du meiden wie eine Lohnarbeit. Das wäre das Erste. Weil Zucker macht Fett. Aber ist ja vollkommen wurscht. Ja? Ist ja vollkommen wurscht. Da hat er seinen undiagnostizierten Diabetes und seine Wasserfiers und wahrscheinlich einen Reflux ohne Ende. Und danach schütten wir sie einfach hier so ein Monster oben drauf. Weil sauer und Zucker ist da richtig, richtig gut.
Weil er vollkommen unbelehrbar ist. Er versucht abzunehmen. Mich am Arsch. Ich hoffe, ich habe dich jetzt da nicht irgendwie verletzt mit Maria. Maria, glaube ich, hieß du, oder? Oder war das Mario? Aber ich glaube, das war ein Mädchenname. So, was ist deine Eltern? Was ist mit den Eltern, Geschwistern? Mein Vater ist gestorben und meine Mutter und meine Schwester sind für mich gestorben. So, sonst gesundheitlich, alles fit. Naja. Schee. Alles fit? Rotz erst einmal sauber ins Mikro einer. Rainer, richtig gut bist du erzogen worden, wo wir wieder bei dem Thema sind, von wegen der Erziehung. Oh, es geht. Es geht überhaupt nicht. Rainer, du kannst nicht mehr gehen. So viel zu deinem gesundheitlichen Zustand. Wir haben dich bei den Streamers durch Berlin wongeln sehen. Du warst nach 20 Minuten vollkommen fertig. Rainer, du hast bei Minus sonst was gerade draußen, wo du den Heuli-Stream im Dunkeln gemacht hast, geschwitzt wie ein Marathonläufer. Es ist brutal gewesen. Rainer, dein gesundheitlicher Zustand ist desaströs. Es gab mal Gerüchte über eine Netflix-Doku. Ja, das habe ich mich vorhin erst zu geäußert, werde ich nicht nochmal machen. Ich habe euch schon 1000-mal gesagt, jetzt hat klar. War dein Vater wenigstens gut zu dir? Er hat ihn offensichtlich zu wenig geschlagen. Falls ich fragen darf. Ohne meinen Vater, weiß nicht, was aus mir ohne meinen Vater geworden wäre. Ja, ohne deinen Vater wärst 10 Jahre früher obdachlos gewesen. Selbes Ergebnis. Nur 10 Jahre früher. Die Ironie ist, dass ich mit meiner Mutter früher besser klargekommen bin als mit meinem Vater. Aber nachdem mein Vater gestorben ist, ist das irgendwie alles nach hinten losgegangen. Dass man sich auch in einem Menschen so täuschen kann, ist echt heftig. Ja, das haben sie alle Leute gedacht, die dir jemals irgendwas Gutes getan haben, Rainer. Alle Menschen haben sich genau das gedacht, die dir jemals irgendwas Gutes getan haben. Dass man sich in einem Menschen so täuschen kann. Aber gut. Manche Menschen sind eben so. So. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch erreichen kann, was er sich vornimmt, solange er nur die Chance dazu bekommt und solange er sich dafür anstrengt. Nein, Rainer. Nein. Das ist vollkommen utopisch und das hast du wieder aus deiner komischen Manga-Serien raus. Es gibt einfach für manche Leute unerreichbare Ziele und damit muss man klarkommen. Es kann nicht jeder der große Superstar sein. Weil wenn jeder der große Superstar ist, ist keiner der Superstar. Es gibt Leute, die sind erfolgreich und es gibt Leute, die sind schön. Es gibt Leute, die können was und nichts davon bist du. Du kannst genau gar nichts. Ja, du kannst stinken und deinen Füßen beim Wegschimmeln zuschauen. Das kannst du. Ansonsten kannst du nichts. Und damit solltest du dich jetzt vielleicht irgendwann einmal abfinden. Dass du einfach bloß ein fetter Vollidiot bist, der gar nichts kann und der froh sein kann, wenn er irgendwo Schrauben sortiert in der Behindertenwerkstätte und dafür 2,50 Mark in der Stunde kriegt. Was geht heute noch? Berlin unsicher machen. Leute, ich bin in Köln immer noch. Ich hätte eigentlich noch einen Gast reingenommen, aber irgendwie... Will keiner was mit dir zu tun haben? Kelsey Brees, Rainer. Mag gerade keiner. 5 Minuten haben wir noch. Irgendwie möchte aber auch dieses 5 Minuten haben wir noch. Er hat halt ein Zeitlimit gesetzt, ja, weil er danach Termine hat. Er muss ja dann rendern, hochladen, etc. Das ist harte Arbeit. Rainer, du kannst so lange streamen, wie du willst. Du bist der fette obdachloser Arbeitsloser. Streamen so viel du willst. Aber er hat da gar keinen Bock drauf. Rainer hat null Bock da drauf. Schaut's euch an, die komplette Körpersprache. Der hat, nur 5 Minuten. Dann bringen wir wieder an Reihe. Schauen wir, ob wir noch ein Battle machen. Dann gibt's nochmal 2,50 Mark gebacken. Und dann verzeiht er immer, es macht mir so viel Spaß hier, die streamen es und die Videos für euch zum Anscheiß. An Scheiß macht's da. Kann er ins Match mehr? Oder ist das jetzt schief gegangen wegen vorhin? Matches sind langweilig. Oh, ich finde sie ganz witzig. Reine Matches sind fürchterlich langweilig. Ich verstehe das Phänomen nicht. Ich nehme auch an, dass das kein langwieriges Phänomen ist. Also ich glaube in einem Jahr, ihr könnt mich dann Lügen strafen, wenn es soweit ist. Ich glaube in einem Jahr macht niemand mehr diese TikTok-Matches. Da ist der nächste Schmarrn dann da. Vielleicht gibt es dann schon die nächste App, die, keine Ahnung, in einem anderen Format ist. Was weiß ich. Vollkommen idiotisch. Meiner Meinung nach
gibt es viel zu viele von diesen Social Media Apps, die mehr oder weniger alle das Gleiche machen. Zwischendurch mal. Das ist jetzt auch nichts, was ich jetzt dauernd machen würde, aber es ist doch schon ganz cool immer. Ich bin am Überlegen, ob ich die ganzen Streams auf Odyssey nochmal hochlade. Ja. Das Problem ist, ich muss die Matches dann immer rausschneiden. Das muss ich mir noch überlegen, wie ich das am schlausten anstelle. Ja, das wäre jetzt harte Arbeit, etc. Wird nicht passieren. Wird nicht passieren, vor allem nicht, weil es deswegen nicht, weil es auf Odyssey keine Barren gibt. Also theoretisch schon, aber so marginal. Der bräuchte Milliarden an Views, damit sich das irgendwie rechnet. Weil, genau. Weil, ich glaube, die meisten haben meinen Odyssey-Account noch gar nicht gefunden. Ich habe da, ich weiß nicht, 300, 400. Rainer, dein Odyssey-Account ist hinreichend bekannt. Hinreichend bekannt. Abonnenten aktuell, weil ich eben so selten was hochlade. Keine Ausbildung bekommen, als ich aus der Schule raus war. Und ich werde nach der ganzen Aktion mit Hatern und YouTube und so weiter jetzt schon gleich gar keine Ausbildung kriegen. Rainer, du kriegst keine Ausbildung, weil du ein fetter Nichtskönner bist. Rainer, in welchem Beruf darfst du denn denken, dass du arbeitest? In einem, der körperlich anstrengend ist, aber wo man nicht viel Grips dafür braucht? Siegi nicht, Rainer. Weil du kannst dich nicht einmal bücken, wenn es um dein Leben gehen würde. Rainer, wenn du einen anaphylaktischen Schock hättest und so ein EpiPen würde vor deinen Füßen auf dem Boden liegen, um es mit den Worten von Dr. Oll zu sagen, da könnte er genauso gut auf der dunklen Seite des Mondes liegen. Du hast dich körperlich behindert gefressen, also körperliche Arbeit fällt raus. Ganz zu schweigen davon, dass du dir nichts sagen lässt. Und wenn du am Angestelltenverhältnis bist, dann heißt es, mach das. Und dann hast du das zu tun. Und dann hast du es sofort zu tun und es anständig zu machen. Egal, ob du gerade Bock drauf hast oder nicht. So, haben wir das geregelt. Also körperliche Arbeit fällt schon mal weg. Ja, und dann, was bleibt dann nur? Irgendwas mit dem Kopf arbeiten. Und dann merkst du es selber, oder? Rainer, wenn du am Headbangen bist, dann hört man genau diese zwei Murmeln, die da in deinem Kopf sind, immer wieder gegeneinander schlagen. Du bist so blöd, wie es überhaupt bloß geht. Irgendein Job, wo du was mit dem Kopf machen musst, im Leben nicht. Im Leben nicht. Rainer, ich würde es dir nicht einmal zutrauen, mit einer Bürste das scheiß Klo zu putzen. Bevor ich dir das schaffen darf, ich es lieber selber machen. Und ich dachte, da geht irgendwas scheps. Der kriegt das nicht hin. Du kannst genau gar nichts. Das ist der Grund, warum du keine Ausbildung Erzadler kriegst. Und weil du keinen Schulabschluss hast und auf der Dulli-Schule warst und da einfach auch nichts gemacht hast. Einfach gar nichts. So wie immer. Weil du der Meinung warst, das wird schon alles passen, Erzadler. Und du hast keine Lust, dass du jetzt da reinhockst und was lernst, weil du willst lieber heim und Pokémon schauen. Ja, herzlichen Glückwunsch, Rainer, es hat jetzt für den Arsch alles. Du kannst jetzt irgendwo hinsetzen, in eine Zimmerwohnung, Hartz IV kassieren und dein fettes Maul halten, solange bis du in 5 Jahren deinen fetten Arsch hochmachst. Oder du machst mit der Scheiße weiter, dann wird es wahrscheinlich nur schneller gehen, weil dann kriegst du irgendwann einmal so auf, dass ein Schlaganfall oder Herzkasperl um Decken kommt. Und mit den Hatern hat das alles überhaupt nichts zum Tor. Überhaupt nichts. Und was kann ein Fan für mich machen? Die Videos schneiden? Wieso sollte ich das jemand anderen überlassen? Außerdem kommt... Rainer, bitte was? Rainer, bitte was? Müsst wissen, der Rainer, der hat meine ganze Videobearbeitung schon immer ganz allein und selber gemacht. Ausschließlich auch diese ganzen Songaufnehmerei, das war alles in Eigenregie. Ein-Mann-Company. Leider nein, leider gar nicht. Alles, was auch nur die geringste Qualität aufgewiesen hat von irgendwas, was er jemals hochgeladen hat, hat er alles andere Leid machen lassen. Und dann merkt es auch, ja, macht's mal ein Logo, ja, sagt's mir mal, was für Themen ich behandeln soll, was für Formate ich machen soll, macht's mal hier, macht's mal da, nehmt's mir mal hier das auf, schneidet's mir mal hier das, sucht's mir mal das raus. Und jemand noch gar nicht an meine Originaldaten von den Streams ran. Die habe ja nur ich auf dem Rechner, beziehungsweise auf dem Handy. Was? Ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt langsam aber sicher mal den Feierabend-Stream ran. Was hast du vor, eine 450-Euro-Job zu machen? Dann bewegt man sich ja auch. Leute, ich weiß nicht, weil ich mich irgendwo vorstelle, wird man meinen Namen googeln. Ja. Dann wird man rausfinden, was ich auf YouTube mache. Und dann wird jeder Arbeitgeber sagen, oder hat jeder Arbeitgeber, bei dem ich mich beworben habe, genau. Rainer, du hast dich nicht beworben. Hör mit der Scheißlügerei auf. Du hast dich nicht beworben. Du hast dich seit 10 Jahren bei gar nichts beworben.
gemacht wie jeder Wohnungsgeber und dann gesagt, nö, du kommst bei uns nicht rein. Alles verstanden. Auch um eine Wohnung hast du dich nicht gekümmert, Rainer, das hast du selber zugegeben. Du hast selber gesagt, ja, Wohnungsprio ist gerade nicht so hoch. Ich. Und das ist immer dieselbe Ausrede. Ich kann ja nicht arbeiten gehen, etc. wegen die Hater. Ich kann mir ja keine Wohnung suchen, etc. wegen die Hater. Ich kann ja hier nicht wegen die Hater. Ich kann ja das nicht wegen die Hater. Ich kann ja bloß das. Ja, du kannst nix. Das ist richtig, dass du gerade nur dein Handy als Gerät hast. Hier. Siehst du das? Das ist mein PC. Man erkennt ihn nicht richtig, ich weiß. Ich habe mich schon beworben Ja, man hat nämlich genau gar nichts gesehen. bei verschiedenen Sachen, aber ich werde gegoogelt und sobald ich gegoogelt werde, heißt es, tut uns leid. Sie erfordern, sie haben, oder warte, wie war das? Sie erfüllen die Anforderungen nicht, Rainer. Und ist auch vollkommen klar, du erfüllst die Anforderungen für gar nichts. Wie Sirius sagt, du bist eine vollgeschissene Menschenhaut. Dafür bist du gut. Rainer, du kannst als Boxsack herhalten. Die Aussage korrekt. Ihre Präsenz in der Öffentlichkeit ist uns ein zu hohes Sicherheitsrisiko oder so ähnlich. Ich komme ja nicht einmal in einem Hotel für eine Woche unter, wenn die Hater wissen, wo ich bin. Was meinst du, warum ich mit so einem Filter stream? Mich stört das nämlich auch, wenn ich mich die ganze Zeit so merkwürdig sehe. Hier, die Hälfte von meinem Fingern fehlt. Ja, jetzt geht's. Ja, klassisches Beispiel für ein schlechtes Timing. Hier, da fehlt die Fingerkuppe. Ja, das habe ich verkackt. Bis zum nächsten Mal. Hast du verkackt, das ist richtig. Warte mal, was war das hier noch für eine Nachricht? Das ist schön für deinen Onkel, aber das bringt mir nichts, Leute, weil das eine andere Situation ist. Tschüss. Alle mir jetzt wahrscheinlich einer reingeschrieben, mein Onkel hat einen Job für dich. Und dann, nee, weg. Er hat ja auch wirklich auch aus Kreisen von den Leuten, die ihn gekannt haben, tatsächlich Jobangebote gekriegt. In den letzten Jahren. Es sind ja tatsächlich Leute hergegangen und haben gesagt, Rainer, komm, lass die Scheiße. Ich gebe dir einen richtigen Job, dann kannst du davon leben und dann musst du ihn nicht mehr im Internet zum Horst machen. Hat er geschmeidig abgelehnt. Es geht mitnichten darum, dass er gegoogelt wird oder dass die Hater oder sonst irgendwas. Nein, es ist ihm alles scheißegal, der will einfach nicht arbeiten. Das ist die Quintessenz von allem. Er will nicht arbeiten. Draches Liste hört sich irgendwie an wie Schindlers Liste, ne? Jetzt haben wir den zweiten Teil TikTok streamen, 6.2. Wo sind wir dann? Knappe Stunde, ein bisschen über eine Stunde. Okay, gut. Das kriegen wir hin. Boah, wie ihr tut, als könnt ihr tippen, oder? Also, ich werde das. Rainer tippt mit den zwei Zeigefingern. 100%ig. So. Worüber könnten wir jetzt sprechen? Rainer, darüber macht man sich Gedanken, bevor man den scheiß Streamen anmacht. Rainer, red doch über die Haters. Das ist doch sowieso dein einziges Thema. Red doch über die Haters. Ja, die sind alle recht böse. Ja, du wirst gemoppelt im Internet, etc. Ja. Ich sag jetzt wieder wie Rising. Also, ich weiß nicht, ob das jemand von euch kennt. Wartet mal, ich mach das mal so. Wie erklärt man das? Das ist eine gute Frage, ne? War das nicht so ein Diablo-Klon-Ding, wo man einen Vampir spielt? Wie Rising ist so ein Spiel. Er ist der Let's Player, der Mettler unter den Let's Playern, das darf man nicht vergessen. Ja. Ja, ich sag jetzt halt wie Rising, wie erklärt das jetzt hat. Also jetzt hat dieses Spiel. Rainer, du bist ein richtiger Unterhaltungsprofi. Ein Profi vom Fach. Wenn du wirklich so viel jetzt wie Rising spielst, dann wird es aus der Pistole geschossen kommen, was das für ein Spiel ist. Oder? Also kann man, hey, das ist ein Action-RPG, ich glaube, dass es das ist. Also wenn du mir jetzt nicht täuscht, ist ein Action-RPG, wo man einen Vampir spielt, man muss aufpassen, man kann sich am Tag zwar bewegen, muss sich aber von Schatten zu Schatten bewegen, man baut irgendwo seine Burg auf und bladibubs. Wie gesagt, ich habe das nicht gespielt, ich habe irgendwo mal am Rande was mitgekriegt, dass es das gibt. Wenn es das ist, was ich glaube, dass es ist. Fertig aus, Nikolaus.
Jetzt tauchst du auf als Vampir und voll krass. Voll krass, jetzt hat er richtig krass. So. Und jedenfalls ist es auch so, dass die Aktionen von den Hatern Quatsch. Oh, das ist Age Rising. Hater. Du spielst also ein Hater und die Aktionen von den Hatern sind also also ist das Spiel jetzt klar Drachengame. Immer wieder in den Automatismus. Der durchsucht irgendwie, keine Ahnung, mit seinem 100 Megahertz Prozessor in deinem Schädel durchsucht er jetzt gerade irgendwie alle Files nach irgendeiner Audiodatei und dann ist das erstbeste die Aktion von die Hater etc. Wenn du sonst nichts weißt, einfach damit die Luft scheppert, dann immer sofort mit die Haters rauskommen, Rainer. Das ist immer eine gute Idee. Jetzt bin ich abgelenkt gewesen, Entschuldigung. Rainer, du bist auch, wenn du nicht abgelenkt bist, hageldumm. Ganz zu schweigen davor, dass wenn du diesen Streamen jetzt machst, der jetzt dein Beruf ist, in Anführungsstrichen, in ganz großen, dann soll ich vielleicht nebenher nicht nur irgendwas anders machen. Ne? Wenn irgendjemand, keine Ahnung, was weiß ich, in Maschinenbau ist und muss irgendein Bauteil fräsen und das ist schief und krumm und der Chef sagt, das schaut aus wie Scheiße, was ist denn da passiert? Und du sagst, ja, war halt abgelenkt, habe ich Cookie-Clicker auf dem Handy spielen müssen oder so. Ja, da kriegst du eine Stelle und dann Arschtritt und auf Wiedersehen. Die Aktionen von dem ganzen, was ich jetzt hier so mache und alles, warte mal kurz. Werde ich gerade abgelenkt. Rainer, dann hör auf! Hör auf mit der Scheiße, die du tust, oder hör auf mit dem Streamen. Aber eins von beiden lass jetzt bleiben. Das ist unfassbar. Er kriegt keinen Beruf, ja, keinen Job, weil wegen die Haters. Nee, er kriegt keinen Job, weil er ein Arschloch ist, der sich nicht einmal die Mühe gibt, dass er sich hinsetzt und sagt, ich verdiene jetzt hier gerade mein Geld, verdiene in den großen Anführungsstrichen, und dann habe ich gefälligst den Anstand zu haben, dass ich mich darauf konzentriere, wenn mir die Leute schon die Barren nachschmeißen, aus vollkommen nicht nachvollziehbaren Gründen. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? Also, man hat auf jeden Fall in Vampire, da muss man dann halt quasi alles nach und nach machen. Es ist unfassbar. Es ist so. Also, man hat da Vampire und man muss halt alles so nach und nach machen. Top-Spielebeschreibung, Rainer. Du sollst bei GameStar arbeiten und professionelle Reviews machen. Für Spiele. Ja, da steht dann drin, ich zock zur Zeit wie Rising, das ist wegen die Haters und dann macht man halt die Sachen. 5 von 5 Sternen. Danke. Barne bitte. So, und das ist ziemlich cool. Beantwortest du diese... Also Vampir und die Hater und dann macht man halt die Sachen und das ist ziemlich cool. Einwandfrei, Rainer. Ich hab mir das Spiel sofort, wenn ich mit der Aufnahme fertig bin. Du hast jetzt so gut Werbung dafür gemacht. Diesem Stream. Ich wundere mich, warum der Rainer keine Sponsoren hat. Wundere ich mich, der müsste ja Sponsorenanfragen überhaupt gar nicht retten können. Dass die Leute kommen, bitte, Herr Winkler, Sie sind ja so großartige Entertainer, Sie finden immer die richtigen. Bitte bewerben Sie unser Produkt. Und ja, das hat das Spiel und mit Vampiren und mit die Hater und da macht man die Sachen und das ist cool. Oh, du kannst es dir nicht ausdenken. Mir ist ganz schwindlig vom Lachen. Okay, ich glaube, ihr habt mich wieder. Fragen? Ja, eigentlich schon, aber ich bin ja gerade noch am Erklären, ne? So, weil ich ja gerade hier mitten im Erklären bin. Tolle Erklärung, Rainer. Richtig gut.
Qualitätscontent etc. Genau. Auf jeden Fall ist das so die grundlegende Vorgehensweise. Ich für meinen Also, dass man die Sachen macht und dass das dann cool ist. Teil finde es mega geil, wie man da richtig ziehen kann und reißen kann. Ja, wie man da ziehen und reißen kann. Es sind komplett leere Worthülsen wieder. Er labert einfach nur, dass die Luft scheppert. Irgendwelche zusammenhanglosen Vokabeln hintereinander raus. Ziehen, reißen, Sachen machen. Grundlegend würde ich für das Spiel ich fände so andere, ich fände woanders auch cool. Hier sind nur komische Leute. Das sieht aber auch nicht jeder so. Gerne. Es wird wieder grundsätzlich widersprochen. Entweder ja, einen ganzen Hater und er muss seinen Chat irgendwie auf Abo machen. Oder wenn dann jemand sagt, es sind komische Leute da, nee. Das sieht er nicht so. Nach deiner Erklärung Frage beantwortet. Was? Komme ich gerade nicht mit, sorry. Peile ich gerade irgendwie nicht, was du von mir willst. Rainer, du peilst überhaupt nichts. Du bist ein professioneller Nichtspeiler. Ach, Mann. Alter, Rainer, wer soll glauben, dass du da tatsächlich was getippt hast? Wer? Das ist doch jetzt komplette Show. Ja, Computer sagt nein. Im Leben hast du da nichts getippt. Du hast einfach ein bisschen auf die Tastatur gehämmert, damit du beschäftigt wirkst, weil du gerade keine zwei Gehirnzellen aneinander reiben kannst, um irgendeinen klaren Gedanken fassen zu können. Und weil du vielleicht in dem Zustand in vollkommener geistiger Umnachtung nicht hättest streamen sollen. Noch höherer geistiger Umnachtung als sonst. TikTok gehen, Miss. Ich hatte gefragt, ob du nicht überlegst, woanders hinzugehen. Nee. Ja, auf den Mond zum Beispiel, Rainer. Auf die dunkle Seite des Mondes, bitte. Anders zu streamen, da die Einnahmen hier zu 50% an TikTok gehen. Zu 70% gehen die Einnahmen an TikTok, meiner Information nach. Ich bin nicht auf TikTok, aber meine Info war, die zwacken sie 70% ab. Achso, nee, überlege ich nicht, weil ehrlich gesagt, ich habe keinen Bock, mich ständig auf anderen Plattformen anzumelden. Ja, nein, Rainer. Du bist auf allen anderen Plattformen, auf denen Barne gibt, bist du gesperrt. Das ist der Punkt da dran. Rainer, du bist gesperrt auf allen Plattformen, wo Barne gibt. Außer TikTok. Deswegen musst du diesen 70-30-Deal von TikTok schlucken. Du bist auf YouTube gesperrt, weil du gegen die Terms of Service verstoßen hast. Voll wissend, dass wenn du einen Strike auf dem einen Kanal hast, solange der Strike gilt, du nicht auf dem anderen Kanal hochzuladen hast. Punkt. Du bist auf Twitch gesperrt worden, weil du, ich glaube, das Wort Affenneger gedroppt hast. Auch vollkommen zu Recht. Auf YouNow, weswegen ist er auf YouNow gleich mal raus? Ich weiß nicht, du bist auf allem gesperrt, wo Barne gibt, außer TikTok. Von einer Plattform zur nächsten zu eiern. Ich baue mir lieber auf einer Plattform was auf und damit hat sich die Sache. Weil das ist ja Schwachsinn, wenn ich ständig von einer Plattform zur nächsten renne. Ja, dann nimmt sich TikTok halt 50% der Einnahmen. 70, Rainer, 70. Kratzt mich nicht. Ja, ist ja nicht dein Geld, Rainer. Solange ich am Ende vom Monat genug oder am Ende vom Tag genug Kohle habe, um mein Leben zu führen, ist mir das scheißegal. Ob Leben, ne? Ist doch vollkommen wurscht, ob deine Zahlschweine einfach 70% in einer chinesischen Firma in den gierigen Schlund schmeißen. Hauptsache, du kannst ja Dreckfressig haffen, oder? YouTube oder auf TikTok sich einen oder irgendwie 100 Dinger nimmt. Das ist mir völlig fuchs. Kannst du auch mal ohne Filter streamen? Ich habe die ganze Zeit ohne Filter gestreamt. Rainer, nein! Was haben wir uns denn die letzten Stunden angeschaut? Rainer, seitdem du da vom Reichstagsgebäude gestreamt hast, hast du immer mit so einem kreisligen Filter drüber gestreamt. Immer! Man sieht dich echt schlecht wegen dem Hintergrund. Ja, das ist ehrlich gesagt tatsächlich sogar so gewollt. Tatsächlich, Edzardler ist das so gewollt, ist auch meiner Meinung nach besser so. Je weniger von seinem Gesicht man sieht, desto gut. Weil letzten Endes möchte ich nicht, dass man rausfindet, wo ich bin. Und das ist mir deutlich zu gefährlich. Und deswegen müsst ihr es leider so mit mir vorlieb nehmen. Bist du nach Köln mit Flieger, Bus oder Zug unterwegs gewesen? Das ist meiner Meinung nach Privatsache Edzardler. Völlig irrelevant, weil die Frage völlig Banane ist. Das kann euch total egal sein, wie ich da hingekommen bin. Ich bin da und passt da.
Es ist- Dafür, dass er so chronisch lügt, lügt er wirklich erbärmlich schlecht. Man möchte meinen, wenn man irgendwas jeden Tag immer und immer und immer wieder tut, über Jahrzehnte hinweg, dass man dann irgendwann gut da drin wird. Nein, der Rainer nicht. Das regt mir jetzt langsam, da kriege ich jetzt richtig einen Zorn. Da wäre ich zintig, das kann ich euch gar nicht sagen. Wenn der da jedes Mal und der tut so, als würde er irgendwas tippen. Und dann schaut der mit seinem feisten Kries so in diese Kamera rein. Schaut's mir an, ich bin der große Medienprofi. Das ist hier Kissenwurfniveau, ist das. Dieses Schmierentheater, haha, ich tippe hier was, ich bin super beschäftigt. Alles harte Arbeit, Etzadler. Der Laptop steht daneben dran und ist entweder auf dem Desktop oder aus. Und er hämmert auf der Tastatur umeinander einfach nur zur Spaß an der Gaudi. So, eigentlich geht's mir ganz gut. Ein bisschen. Nein, Rainer, dir geht's nicht gut. Rainer, dir geht es nicht gut. Jemandem, dem es gut geht, der heult nicht jeden Tag auf TikTok, dass die Welt so ungerecht ist. Jemandem, dem es gut geht, der kann 20 Meter am Stück zu Fuß gehen, ohne dass er komplett am Arsch ist. Bisschen verschnieft immer noch. Ich hoffe, dass es mir morgen noch besser geht. Ich Spoiler-Alarm, Rainer. Nein. habe zumindest keine Halsschmerzen heute mehr. Also alles in allem geht es mir heute besser. Wie in Neukölln. Meinst du in der Neustadt oder was? Also meinst du jetzt ich bin nicht in der Altstadt. Er hat den Witz nicht begriffen. Rainer, du hast behauptet, du wärst in Köln. Die Leute haben mal gewusst, dass du in Berlin bist. Und dann hat einer gesagt, hahaha, ja, in Neukölln, weil das ein Stadtteil von Berlin ist, Rainer. Danke, gerne, ich hab's dir gerne erklärt, du hageldummer Knallkopf. Stadt in Köln, soweit ich weiß. Aber ich kenne mich hier nicht aus, keine Ahnung. Was? Großartiger Qualitätscontent. Nur nebenbei ein bisschen auf den Rechner achten gerade. Es geht hier gerade vor, teilweise an Nachrichten. Kannst du Musik anmachen? Ja, kann ich, vermutlich. Ich kann schon, ich mach's aber nicht. Rechts, links, batsch, batsch. Aber das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Ich weiß nicht, wie TikTok das aufnimmt, wenn ich hier Musik laufen lasse. Ich weiß nicht, das ist eine chinesische App, ich weiß nicht, ob sie mit dem Copyright so ernst nehmen. Ne? Weiß ich nicht. Bin ich total verschnupft, ey. Ja, ich hätte gedacht, dir geht's schon wieder viel besser. Und jetzt bist du total verschnupft. Was jetzt, Rainer? Vor 10 Sekunden, ja, mir geht's eigentlich einwandfrei. Oh, ich bin so krank. Ja, ganz ehrlich, er geht raus, ja, holt sich ein Schnalztierl, kommt zurück und rotzt vor der Kamera, anstatt dass er draußen gerotzt hätte. Weil das müssen nämlich alle sehen, dass der große Drachenlord mal wieder irgendeinen Schleim in irgendeiner... geh weiter. Mag eklig sein. Ja, es ist eklig, du kreisliger Hund, du kreisliger. Auch das Zeug, was aus meiner Nase kommt, sieht deutlich besser aus als gestern. So. Rainer, niemand will das wissen. Und Dinge, die aus dir rauskommen, von denen will ich schon zweimal nichts wissen. Und nicht wie es aussieht, nicht wie es riecht, nix davon. Gar nix. So, hier haben doch alle Videomusik an im Hintergrund. Ja, aber ich habe keine gute Qualität gerade. Also. Rainer, das hat dich noch nie gestört. Es hat dich noch nie gestört. Hast du dir einen von diesen Streamen das mal angeschaut danach? Wie deine Mikroqualität ist oder deine Bildqualität mit dem tollen Hintergrund, den du da hast. Ich weiß nicht, auf was für eine Holzauflösung. Es ist fürchterlich. Das macht's Kraut nimmer fett. Rainer, du kannst ja irgendeinen Jamba-Klingelton von vor 20 Jahren hier, Crazy Frog oder so einen Scheiß im Hintergrund laufen lassen. Das ist vollkommen wurscht. Das ändert an der Qualität genau gar nichts. Baulärm. Noch besser, dann hört man wenigstens deine scheiß Lügengeschichten nimmer. Und mir ist das ehrlich gesagt gar nicht so gefährlich. Ich möchte keinen Grund haben, oder ich möchte keinen Grund liefern, irgendwie, dass mein Account gesperrt wird oder sonst was. Das letzte Mal, als ich Flair gehört habe, da war ich noch in der Schule. So ewig her. Hörst du die Flippers? Weißt du, wann ich das letzte Mal die Flippers gehört habe? Wahrscheinlich gestern, Rainer. Das ist doch genau deine Musik. Erzähl jetzt nicht irgendwas von einem großen Mettler, der du bist. Bist du nicht. Bist du nicht. Du hast diesen ganzen Schlagerscheiß. Das ist deine Musik. Du bist in diese Metal-Szene nur als Parasit eingedrungen. Weil es die einzige war, die dich aufgenommen hat. Weil es eine niederschwellige Aufnahme gegeben hat in dieser Szene. Weil da eigentlich fast jeder willkommen ist.
Und sogar die hat dich verstoßen. Du hast mit der Musik noch nie großartig was am Hut gehabt. Hier so Flippers, der ganze alte Schlagerscheiß, den sich irgendwelche 75-jährigen Omis anhören. Das ist genau deine Musik. Boah, die Flippers, Alter. An die habe ich ja ewig nicht gedacht. Oh, nein, die Flippers höre ich nicht, nein. Was ich auf jeden Fall nachher noch machen muss, ich muss nachher noch Duschen hören. Du musst Duschen hören. Das ist ganz wichtig, Etzadler. Das ist nämlich viel weniger anstrengend wie tatsächlich Duschen. Ja, man hört einfach Duschen. Der macht einfach die Dusche an und hört ja 10 Minuten beim Wasserlaufen zu, weil er ist jetzt im Hotel, ist ja nicht sein Geld. Und dann war es das auch schon wieder. Mai ist er sauber. Hast du immer noch ein Auto? Nein. Kannst du noch mal alte Format aufleben lassen? Ich finde es cooler als nur streamen. Naja, was für ein Format hättest du denn gerne? Rainer, das haben sie da auch schon 1000-mal gesagt. Du bist letztes Jahr, so wie jedes Jahr, da gesessen und hast gesagt, hier, sag's mir doch bitte, was hättet ihr denn gerne wieder? Und die Leute haben dir dieselbe Scheiße verzeiht wie jedes Jahr und haben gesagt, hier, Dragon Monday, 4 Drachen und der Fußpilz und Kurzfilm der Idioten. Und du hast immer gesagt, na, kann ich nicht machen, Etzadler. Das ist viel zu viel Arbeit. Du willst diese Streamerei. Das ist das, dich da hinhocken und Scheiße labern und und das ist ein Spiel und dann macht man die Sachen und das ist cool. Irgendeinen zusammenhanglosen Bullshit labern und die mit Scheiß Barne beschmeißen lassen. Das ist dein Konzept. Alles andere ist ja mit Arbeit verbunden. Das ist ja fürchterlich. Stückwerk Drachik machen wir ja mehr oder weniger. Also ihr stellt mir Fragen und ich antworte drauf. Also. Haftlatte! Mit der Scheiße um an der Temperei! Ich dann am liebsten mit der Ruten durchs kreisige Sitzgefäß ziehen. Entschuldigung. Hast du eigentlich noch Escort? Ich habe das noch nie gemacht. Jetzt verzeiht der Quiz gleich. Dass er das nur deswegen rausgeschrieben hat, um die Hater zu verarschen. Erstens leider nein, leider gar nicht. Du hast tatsächlich gehofft, dass er irgendjemand Kohlen dafür gibt für deine hochheilige Anwesenheit. Und Punkt Nummer 2, selbst wenn es so gewesen wäre, wäre es eine heftige Provokation gewesen. Was dann wieder der Fabel widerspricht, wo du sagst, ich provoziere ja niemanden. Ich mache hier nur meine Sachen und die wird vollkommen grundlos gehatet. Das ist eine Idee, die ich habe, aber da habe ich mich noch nicht wirklich drum gekümmert und das hat hier auch absolut nichts verloren. Was sagst du mittlerweile zu deinem, ja, das hat hier auch nichts verloren. Mit wem zu deinem Lustlord-Format? Schreibst du? Das hat auch nichts da verloren. Leider ist da auch alles Privatsache etc. Aber gerade eben hat er gesagt, das ist doch Hashtag Fragdrache. Ihr stellt mir Fragen und ich beantworte die. Jede Frage, die kommt, Privatsache etc. Das hat hier nichts verloren, da brauchen wir jetzt gerade nicht drüber reden. Ist egal. Ist egal, stimmt, das habe ich vergessen. Entschuldigung, Rainer. Dragon Monday oder Brot und Brötchen. Brot und Brötchen wirklich machen. Wenn, dann müsste ich das auf Odyssey hochladen. Aber das ist ein Projekt, das ist viel zu langwierig gerade, das kriege ich so nicht hin. Ja. Gott bewahre mir meine guten Ausreden. Auch diese, wenn du sie tatsächlich aufgenommen hast, die Vlogs, die du angeblich aufgenommen hast im letzten Jahr, die du noch nicht hochgeladen hast, die hast du deswegen nicht auf Odyssey hochgeladen, weil es auf Odyssey keine Barne gibt und weil du immer noch hoffst, dass du einen scheiß YouTube-Kanal wieder kriegst. Ja, und dass es dann alle raushauen kannst und dann gibt's Klicks und Barne und dann hurra, das schöne Leben. Rainer, das wird nicht passieren. Da brauche ich viel mehr Zeit und viel mehr Aufwand dafür. Okay, sorry, ich wusste nicht, dass es hier... Und Zeit hat er überhaupt nicht, der Rainer. Überhaupt nicht. So ein fetter Arbeitsloser, der hat absolut keine Zeit. Und wie gesagt, dass er und die Arbeit nicht die allerbesten Freunde sind, das brauchen wir jetzt auch. Ja. Hier nicht erlaubt ist. Ja, das hat hier einfach nichts verloren. Ne? Hier sind auch viele Jugendliche, deswegen musst du ein bisschen auf deine Wortwahl aufpassen. Rainer, das hat dich noch nie gestört. Rainer, du hast damals auch dein Pornhub-Kanal auf deinem YouTube-Kanal verlinkt. Da war es da auch geschmeidig scheißegal, ob da irgendwelche Jugendlichen drin sind. Verzeih mir nix. Wir wollen hier keine Probleme bekommen. Wobei andere Leute hier auch Worte wie P und M und V in den Mund nehmen, ne? Also, ihr wisst, was ich meine.
Ich glaube, Fotze schreibt man mit F. Just saying. Ja, mag sein, ist ja vollkommen wurscht, ja. Man kann ja Pimmel, Fotze, Arsch, sonst was sagen. Was man nicht sagen sollte, sind so Sachen, und ich zitiere dich, wie Affenneger oder einen schwarzen Mitbürger als quote-unquote Bimbo zu bezeichnen. Weil man dann nämlich ein rassistisches Stück Scheiße ist, Rainer. Das sollte man nämlich tunlichst bleiben lassen. Ja. Und rate mal, wer da genau das gemacht hat. Weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt, aber ich mache das trotzdem nicht. Was beschäftigt dich am meisten zurzeit? Wie ich meinen YouTube-Kanal zurückbekomme? Wird nicht stattfinden. Braucht dich nicht beschäftigen. Hast schon wieder Kapazitäten freigemacht. Wie ich meinen Führerschein zurückbekomme? Auch das findet nicht statt. Weitere Kapazitäten sind gerade frei geworden, Rainer. Wie ich im Idealfall meinen Ford Ranger zurückbekomme? Vollkommen utopisch, Rainer. Vollkommen utopisch. Wobei das wohl eher unwahrscheinlich ist. Schön, dass du es eingesehen hast. Und viele andere Sachen in der Art. Ja. Sprich, die Sachen, die ihn momentan am meisten beschäftigen, sind die Märchenwelt, in die sich reingerendert hat. Irgendwann habe ich dann meinen YouTube-Kanal wieder und die Barren fliegen beim Fenster rein noch und nöcher, die Frauen stehen Schlange, ich habe dann meinen Führerschein wieder gekriegt, ohne dass ich irgendwas hätte dafür machen müssen. Irgendjemand schenkt mir einen Ford Ranger, weil mich Ford auf einmal sponsert und ich lebe in Saus und Braus. Die gebratenen Hähnchen fliegen beim Fenster rein, direkt in mein Maul, da brauche ich nicht einmal mehr aufstehen. Einwandfrei. Das Ganze läuft dann zum Digimon-Soundtrack und alles ist super. Die Märchenwelt des Rainer Winkler. So, was ist mit dem Ford passiert? Den habe ich verkauft. Nee, den hast vorher erst einmal sauber zu Schrott gefahren, du Arschloch. Du hast einen Spiegel abgefahren, hinten der Radlaufe war am Sack. Die Stoßstange war am Arsch, wo du gegen die Bank gemettelt bist. Der Zustand von dem Motor, den möchte ich nicht wissen, weil du wahrscheinlich ja gefahren bist wie ein Arschloch. Es gibt ein neues Tanzverbot. Was? Hast du Kontakt zu YouTube momentan? Dazu möchte ich mich gar nicht äußern. Das ist Frage und Antwort. Ja? Hashtag fragt Drache, ihr könnt es alles fragen, er wird halt einfach keine Antwort geben. Das ist einfach. Ja? Aber trotzdem barren wir her. Du, das mit Tanzverbot interessiert mich sowas von absolut gar nicht. Wie wirst du dich auf deine anstehenden MPU vorbereiten? Wer sagt, dass ich das nicht bereits tue? Der gesunde Menschenverstand, Rainer. Der gesunde Menschenverstand sagt, dass du das nicht bereits tust, weil du dich noch nie auf irgendwas vorbereitet hast, was dazu beigetragen hast, dass du so einen bahnbrechenden Erfolg in deinem Leben hast. Dass du so ein Macher bist. Weil du dich immer auf alles immer genau gut vorbereitet hast, Rainer. Rainer, so MPU kostet Geld. Und du wirst hundertprozentig durchrasseln. Mehr wie einmal. Die sollen ja echt schwierig sein. Wir werden sehen. Ja, schon länger. Da habe ich jetzt den Faden anscheinend verloren. So, ich muss sagen, ich war vorhin etwas überrascht über das Ende vom Stream. Was säuft er da? Hab mich Was ist das? Bitte sag's mir, was das ist und sag's mir, wie viel Zucker da drin ist. Wahrscheinlich viel. überrascht, weil Und wahrscheinlich kostet die Scheiße. Also vom Design her ist das irgend so Hipster-Scheiße. Jede Menge Zucker und kostet wahrscheinlich die, was das ist, halbe Liter Flaschen oder sowas, kostet wahrscheinlich 6 Euro oder sowas. Aber man gönnt sich ja sonst nichts, gell, Rainer, als obdachloser Pleitegeier. wir waren gestern echt schlecht eigentlich da. Heute Mittag waren wir echt schlecht dafür, dass wir eigentlich eine ganze Stunde gestreamt haben. Wir waren schlecht, Rainer. Willst du mich komplett verarschen? Wir waren schlecht. Rainer, du hast ja stundenlang vor dich hingestottert. Und dass du dafür überhaupt auch nur einen Cent gesehen hast, ist ein vollkommenes Weltwunder. Und jetzt beschwerst du dich, dass wir waren schlecht. Ich glaub, du hast einen Schuss nicht gehört. Heute Mittag eine ganze Stunde gestreamt, ja, aber ihr habt mir nicht genügend Barne gegeben für meinen Qualitätscontent. Hat mich überrascht. Das ist kein Bier, das ist ein Smoothie. True Fruities. Und nichts gegen die Berliner. Warte, True Fruities. Okay, ich mach mal kurz Pause. Ich will das jetzt wissen. So, ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut, weil es hat mir jetzt keine Ruhe gelassen. Es hat mir jetzt ums Verrecken keine Ruhe gelassen. Die Scheiße kostet 5 Euro. Ja,
für, ich glaube, 750 Milliliter und diese 750 Milliliter haben über den Daumen gepeilt um die 350 Kalorien. Ne? Ist, Ja, und auch nichts gegen die Kölner, aber ein Bier trinke ich lieber in der Heimat. Wobei ich bin jetzt sowieso nicht der Biertrinker, ich trinke ja eher Mischgetränke. Hater, Fragezeichen. Was? ja, weil in Mischgetränke ist nur Zucker drin. Hater, Fragezeichen? Das macht mich so fürchterlich zintig. Es macht mich so wahnsinnig. Warum tut er das? Jetzt bin ich mittlerweile 33. Ich glaube, der Kinderwunsch hat sich erledigt. Es ist in jedem Stream ist es was anderes. Einmal will er nur Bomben, etc. Dann will er keine Kinder, dann will er doch Kinder, dann will er doch wieder die Liebe fürs Leben finden. Es ist jedes Mal was anderes. Kannst du einkaufen, ohne dass dich Hater erkennen? Ja, das funktioniert tatsächlich. Ist aber eher selten. Kannst du einkaufen, ohne dass dir danach alles wehtut? Was hast du dir in Köln schon angeschaut? Nix, weil er nicht in Köln war. Und in welchem Viertel? Ihr wisst schon, dass ich keine Ahnung habe, wie die Viertel heißen oder wie die Gegenden heißen. Weil du da nicht bist, Ich meine, Rainer. in Berlin weiß ich es auch nicht. Ich meine, das Berliner Tor kennt jeder. So, das Brandenburger Tor. Brandenburger Tor, Entschuldigung. Bitte, gerne. Und dann gibt es ja noch den Diesen, Potsdamer Platz. Den kenne ich aber nur aus einem Song von SPD oder SDB. SPD. Ganz merkwürdig. Und von denen kenne ich das, weil die in dem einen Song halt haben, dass der halt am Potsdamer Platz aufgebaut, dass er Bilder auf dem Handy hat nach dem Saufen und irgendwie nackt am Potsdamer Platz steht. Irgendwie so geht's da im Song. Deswegen kenne ich den Namen zufällig, weil ich den Song ab und zu ganz gerne mag. Ich feiere den. Wenn du Geld hättest, würdest du dein altes Grundstück zurückkaufen? Bevor ich mir das zurückkaufe, würde ich mir erstmal ein ordentliches Auto kaufen, würde erstmal... Ja, genau, Rainer. Wenn du richtig Geld hättest, was würdest du dir kaufen? Eine Unterkunft? Nö, würden wir erst einmal Auto kaufen. Poor Life Choices. Proudly presents Rainer Winklers Leben. mal versuchen, mir irgendwo eine feste Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu kaufen. Und dann würde ich erst einmal versuchen, mein Leben die nächsten paar Jahre richtig zu leben. Und Das Leben, ne? Ja, da die machen, du hast nicht mehr viel. Rainer, du machst das nicht mehr lang. dann würde ich vielleicht darüber nachdenken, mir das Grundstück wieder zu kaufen. Aber auch nur, wenn Um deinen ehemaligen Nachbarn auf den Sack zu gehen, Rainer. Nur deswegen. ich genug Kohle habe, da wieder ein Haus drauf zu stellen und unfassbar viel drumherum. Machst du auch Discord? Ich hatte mal Discord. Entschuldigt, ich habe jetzt Oh, lieber Winklers Liste, warum hast du jedes Mal diese Tipperei mit reingeschnitten? Warum? Meine Nerven. gerade wieder lange geschrieben, ich weiß. Aber das ist wichtig hier. Ich mache keinen Discord mehr dann. Hast du Seven... Es wird hundertprozentig wieder ein Discord geben. Hundertprozentig. Der Mann hält es nicht lange aus, ohne irgend sowas, wo der große Zampano sein kann. vs. Wild... Und es ist einem vollkommen wurscht, ob das alles Hater sind auf dem Discord. Es gibt dann wieder einen Discord, wenn er praktisch solche, ja, so Bonusgeschichten wieder hat. Also wenn er irgendwo eine Plattform findet, wo ein kostenpflichtiges Abo mit irgendwelchen Boni verbunden wird, dann gibt es wieder einen Discord, weil dann ist das Einfachste, was er machen kann, so, yo, Leute, die hier Mitglied sind, kriegen exklusiv Zugriff auf diesen Discord. Und bumm. Hundertprozentig, Rainer. Hundertprozentig. sehen. Das hast du mir, glaube ich, erzählt, ne? Nee, das habe ich nicht. Pass auf, ich mache mir das hier gleich, wenn ich den Rechner offen habe. Seven vs. Wild. Ich mache das mir mal gleich auf. Dann schaue ich mir das nachher mal in Ruhe an. Und hoffentlich denke ich dran. Bin gerade auf Odyssey. Kommentare beantworten, beziehungsweise Kommentare schreiben und alles. Und ich habe hier jetzt einen interessanten Kommentar. Passt auf, hier hat jemand geschrieben, hier waren ein paar echt gute und fair formulierte Kommentare. Wurden wohl alle gelöscht. Alles Hater, etc. Weil es irgendwas war, wo die Leute nicht in den Arsch gekrochen sind. Weil er kritikfähig gleich null ist, unser lieber Reini. Da der Creator die Antworten nicht gefallen haben. Schade. Und darunter habe ich dann kommentiert, nee, aber, Lick, das sollte ich stehen eigentlich, habe ich mich wohl vertippt. Aber ich, Weil er kann die Scheiße nicht mehr lesen, die er vor 10 Sekunden geschrieben hat.
lasse mich nicht beleidigen. Und die ich gelöscht habe, hatten als allesamt beleidigende Inhalte. So, daraufhin hat jemand anderes geschrieben, und zwar jemand, der sich Oberdrache Fick dich, hat er geschrieben und das vollkommen zurecht. nennt. Und ich habe ihn schon allein wegen dem Namen nicht gesperrt. Hat geschrieben, das stimmt nicht, Rainer. Mein Kommentar war kein bisschen beleidigend. So, darunter habe ich jetzt geschrieben, und das ist eine Tatsache, das Ja. Tatsache ist, dass wenn du irgendwas als Tatsache hinstellst, hundertprozentig alles gelogen ist, Rainer. mache ich nämlich auf Odyssey die ganze Zeit schon. Deinen habe ich auch nicht gelöscht. Beweis dafür, du kannst schreiben. Wenn ich jemanden lösche, banne ich ihn direkt. Ergo musst du den selbst gelöscht haben, um mich jetzt blöd aussehen zu lassen. Auf Odyssey geht Genau. Es sind immer die anderen Leute. Es sind immer... Rainer, hundertprozentig hast du ihn gelöscht. Hundertprozentig. Da gibt er Brief und Siegel drauf. Weil du irgendwas liest, Textverständnis gleich 0, und wenn du den Text nicht verstehst, denkst du, ist Quieser, hey, der Edzardler. Der hat absichtlich was geschrieben, was ich Hageldommer Knallkopf nicht verstehe, um mich zu trollen, und dann wird der Kommentar gelöscht. Das kann noch so eine große Lobpreisung auf deine Person sein. Wenn du es nicht verstehst, Hater, Kommentar gelöscht. Und jetzt am Schluss heißt, der hat seinen Kommentar selber gelöscht, um dich dumm dastehen zu lassen. Das ist genauso wie die anderen Leute haben irgendwie Sachen in deine widerlichen Pimmelfantasien reingeschrieben, um dich dumm dastehen zu lassen. Oder die Leute, alles sind immer die anderen Leute schuld. Man hat ja alles untergeschoben. Das ist alles überhaupt gar nicht wahr. Der arme Reini hat nie was gemacht in seinem Leben. gehe ich her, ich lösche keine Kommentare. Ich banne die Leute, die mich beleidigen oder beleidigende Inhalte posten oder so. Oder andere Leute beleidigen. Also alles, was halt unerwünscht ist, banne ich. So, weil ich streite mich da nicht mit den Leuten rum. Entweder sie benehmen sich oder ich banne sie. So. Und jetzt hat die Person geschrieben, dass ich ihr Zeug gelöscht habe. Das kann gar nicht sein, weil wenn ich das gelöscht hätte, könnte die Person nicht schreiben, weil dann hätte ich sie gebannt. Vielleicht hat er mit einem anderen Account nochmal reingeschrieben. Und dass das vielleicht eine Möglichkeit ist? Ja, weil ich Oberdrachi, ich habe den absichtlich immer drinnen gelassen. Und habe ihn sogar geliked, tatsächlich. Also man kann ja diese Flamme geben, habe ich sogar gemacht. Also Rainer bist aber hageldumm, oder? Wenn der sich Oberdrache nennt, wird das wahrscheinlich nicht ernst gemeint sein. kann das gar nicht sein. Richtiger Kindergarten, wo ich mir auch wieder so denke, hä, wieso macht ihr sowas? Ich schaue immer, ob ihr Kommentare schreibt, aber jedes Mal, wenn ich reinschaue, sehe ich keine Kommentare, sondern ich sehe bloß die Leute, die durchfliegen. Könntest du dir vorstellen, nach Berlin zu ziehen? Also wenn ich nach Berlin ziehen würde, dann würde ich mir nur eine ganz, ganz kleine Wohnung nehmen, vielleicht. Rainer, für mehr reicht's auch nicht. Rainer, Berlin ist in den letzten 10 Jahren sehr, sehr teuer geworden. Du kannst ja im hinterletzten Problembezirk irgendwo in Marzahn vielleicht da eine Zimmerwohnung mit Stütze und allem drum und dran. Na, vielleicht. Aber da machst du es nicht lang. Weil so einer wie du wird dort, dem werden seine Grenzen aufgezeigt. So eine Einzimmerwohnung oder so, weil ich wahrscheinlich nicht immer in Berlin wäre. Den Großteil des Jahres wäre ich aber wahrscheinlich woanders. Ich würde mir eigentlich gerne Wohnungen holen, so kleine Er holt sie sich. Mietswohnungen würde ich mir eigentlich gerne holen oder sogar kaufen. Wenn ich das Geld hätte, natürlich. In Köln. Ja, hat die da die Ware, wenn er nicht geschissen hätte, dann Hausen gekriegt. In Berlin, in München, in Hamburg. Also es ist unfassbar. In jeder großen Stadt will er eine Wohnung haben. Er kauft sich jetzt eine Wohnung in jeder großen Stadt. Er, der Pleitegeier, der auf der Straße sitzt und von Almosen lebt. Es ist doch unfassbar. Vielleicht noch in Dresden. Dresden. In Baden-Württemberg. Rainer, Dresden hat 1945 schon eine große Katastrophe hinter sich gebracht. Die brauchen dich nicht. Drüben, also in Stuttgart oder so. In Nürnberg natürlich, auf jeden Fall, wo ich wahrscheinlich viele Zeit verbringen würde. Oder mehr Zeit zumindest verbringen würde. Also ich hätte gerne so ein paar Wohnungen überall in Deutschland verteilt. Ja, ich auch. Ja, ich hätte auch gerne einen 20 Zentimeter Pimmel und 5 Millionen Euro und ein Privatjet, hätte ich alles gerne. Finde nicht statt, Rainer. Eigentlich. Wäre absolut in Ordnung. So. Hast du vor, irgendwann wieder YouTube zu machen? Ich habe eigentlich vor, mir meinen Kanal zurückzuholen. Natürlich. Ja, mach doch das. Warum hast du ihn noch nicht wiedergeholt? Ja, du kriegst deinen scheiß YouTube-Kanal nie wieder. Aber YouTube
naja, lassen wir das mal so stehen. Da wird sowieso noch früh genug ein Hühnchen mit zerrupfen zu sein. Halt dein Maul! Hast du von hast du irgendwann wieder... Achso, hatten wir schon. Entschuldigt, der Chat läuft gerade nicht. Wer hat schon Geld, um sich in jeder Hauptstadt irgendwo von Deutschland sich irgendwie Ding zu holen? Eine Wohnung? Das würde mich interessieren. Es gibt genügend Leute, die da die Kohlen dafür haben. Na gut, vielleicht so Leute wie Unge oder so. Die haben das allerdings nicht gemacht. Ich fand das immer merkwürdig. So. Ja, merkwürdig. Merkwürdig, dass man sein Geld nicht rauspulvert für irgendeinen Schmarren. Nur weil man es hat. Ganz komisch. Ich hätte einfach... Der hat sich einen riesen Hof auf Madeira gekauft und das war die klügste Entscheidung, die er hätte treffen können. Im Auto gepackt, Alter. Ich wäre immer quer durch Deutschland gefahren. So mal 2 Wochen da, mal 5 Wochen da, mal 3 Wochen da, mal 6 Wochen da. Nein, für die Kohle, die du auf den Tisch legen musst, um dir in einer Großstadt eine Wohnung zu kaufen, könntest du Jahrzehnte das tun und jedes Mal im Hotel pennen. Jahrzehnte. Aber der große Mathe-Lord hat wieder zugeschlagen. Wenn du dir den allerkleinsten Bums an Dreckswohnungen in München kaufst, bist mit 500.000 dabei. Mindestens. Weißt du, wie lange du von 500.000 in München in einem Hotel leben kannst? Und jetzt machst du das nochmal in jeder anderen Großstadt auch. Bist du komplett behindert? So, würdest du vielleicht mal bei TV-Shows auftreten? Ja, schon, wenn es sich ergibt. Aber wenn der Preis stimmt und... Ja, wenn der Preis stimmt. Die Barne müssen her. Barne und immer weiter Barne. Geh doch ins Dschungelcamp. das alles seriös genug ist, ja, klar, warum nicht? Rainer, eine seriöse Fernsehsendung wird dich niemals anfragen. Das widerspricht sich ein wenig. Seriös und Drachenlord. Wäre für mich auf jeden Fall eine Möglichkeit, wieder ein bisschen Geld zu verdienen. Anders als Sat.1, die hergegangen sind und behauptet haben. Und zwar hat Sat.1 ja behauptet, dass ich denen eine Videobotschaft geschickt habe. Diese Videobotschaft allerdings kam nicht von mir, sondern die haben einfach aus meinem Stream, hier aus TikTok, haben die einfach einen Stream genommen und einfach auf TikTok auf ihrem Ding verwendet. Ja. Da muss ich ihm ausnahmsweise mal recht geben, das ist journalistisch ganz arm. Zu sagen, hier der Drachenlord hat uns eine Videobotschaft geschickt und dann einfach irgendwas aus dem TikTok-Stream rausschneiden. Ist vollkommen Banane. Es ist vollkommen Banane. Aber das ist Sat.1 Frühstücksfernsehen. Das ist für irgendwelche untervögelten Hausmuttis, die sich das anschauen, weil sie wissen wollen, was jetzt irgendwie bei den Royals ist, wer da wen bombst und wer da wen irgendwie... Das ist... Sat.1 Frühstückfernsehen ist hier die Bunte in Fernsehformat. Ja, dass da keine journalistischen Höchstleistungen erbracht werden, braucht dann auch keinen mehr wundern. What the fuck, Alter? Ich habe gedacht, ich fahre aus aller Wolken, als ich das gesehen habe. What the fuck, Alter? Das wüsste ich aber, wenn ich euch eine Videobotschaft geschickt hätte, Freunde. So, dafür haben sie dir aber gezahlt, oder nein? Ich habe dafür keinen Cent gesehen. Rainer, du hast das kostenlos ins Internet gepimmelt. Natürlich hast du keinen Cent dafür gesehen. Genauso wenig wie für diesen Quatsch von dieser RTL-Podcast-Geschichte. Habe ich auch keinen Cent für gesehen. Rainer, auch das, die haben einfach über dich gesprochen. Die sind nicht verpflichtet, dir Geld zu geben, wenn sie über dich reden. So funktioniert die Welt nicht. Wenn du denen ein Exklusivinterview gibst, dann kannst du über einen Preis verhandeln. Wenn die einfach bloß sagen, hier der fette Behindi aus Franken, dann nicht. Genauso wie die Sache mit der Bildzeitung, habe ich auch keinen Cent für gesehen, so, wisst ihr? Alle verdienen Kohle mit mir, aber ich kriege keinen Cent. Danke fürs Gespräch, ey. Ich meine, es ist ja nicht umsonst meine Marke, ne? Ich habe mir das 10 Jahre lang aufgebaut, aber... Erstens hast du kein Trademark drauf. Also, das ist... Du hast... Ne? Und wie gesagt, wenn man über dich spricht, du bist eine Person des öffentlichen Lebens, wenn man über dich spricht, ist man dafür nicht zahlungspflichtig, Rainer. So funktioniert das nicht. Haben hier die Bands, über die du immer geredet hast, in dem Time of Metal damals, haben die von dir Geld gekriegt? Das wüsste ich aber, oder? Hast du denen ja Geld gegeben dafür, dass du ein Video gemacht hast, mit dem du Geld verdient hast über ihr Werk? Ich höre, Rainer. Das juckt ja keine Sau.
So. Vor allem haben die alle Schwein, ne? Wenn ich das alles mit dem Anwalt durchprügeln würde, wenn ich Da würdest du ganz genau gar nichts erreichen, sondern einen Haufen Anwaltskosten aufhäufen. Auf den großen Schuldenberg, den du eh schon hast. die Kohle für den Anwalt hätte, ey. Wahrscheinlich hätte ich dann spätestens Ende dieses Jahres meine Wohnung in zumindest 2, 3 Hauptstädten. Hast du Der ist so ein dummer Vollidiot. Es ist nimmer auszuhalten. noch vor? Was? Ich werde mich nachher ins Bett pflacken, vielleicht noch ein bisschen TikTok schauen und das war's dann. Würdest du bei Temptation Island mitmachen? Genau. Temptation Island. Das war doch das, wo diese Vollidioten hier 100.000 Volt im Arm, aber oben brennt kein Licht, diese Leute da hingeschickt haben. Wo einfach bloß ein paar Leute, die auf dem geistigen Niveau von irgendwelchen Primaten sind, auf einer Insel einsperrst und beim Korpulieren zuschaust. Das ist doch Temptation Island, oder? Ich habe keine Ahnung, was das ist, ehrlich gesagt. Wer kriegt denn das Geld dann? Thursday. Noch einmal, das mit Thursday ist ein Blödsinn, Leute. Das ist Quatsch. Das ist Schwachsinn, den die Hater verbreiten. Das war nie echt. So, nee, also grundsätzlich ist es so. Rainer, wovon hast du dann die letzten Monate des letzten Jahres gelebt? Von deinen großen Rücklagen, die du gehabt hast. Oh, sie nicht, Rainer. Oh, sie nicht. Irgendjemand wird dir das Wandeln durch die Hotels und den ganzen Scheiß doch die letzten Monate finanziert haben. Wenn das alles nicht wahr ist. Wo ist denn die Kohle herkämmer? Du bist doch die letzten Monate des letzten Jahres gewiss mindestens 10.000 Euro losgeworden. Wo ist das herkämmer? Aus der Luft. Alakazim. Da ist es. Also die Kohle für die RTL-Doku, also für das RTL-Video, oder für diesen Podcast oder was das war, ich nehme mal an, der Typ, der den Podcast gemacht hat, hat die Kohle dafür eingesteckt. Der hat mich zwar angeschrieben und so weiter, ob ich den mal interviewe, habe ich natürlich abgelehnt und ja, Rainer, hättest du zugesagt und ihm ein Interview gegeben, dann hättest du auch Kohlen dafür gekriegt. So läuft das. Beziehungsweise ich habe gar nichts dazu gesagt. Ich habe die bekommen, ich habe da gar nichts gesagt, weil ich das für eine Fake-Aktion hielt, was ja logisch ist. Scheiße gelaufen, Rainer. Richtig scheiße gelaufen. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Leute mich nicht auf meine geschäftlichen E-Mail anschreiben. Jeder kennt meine geschäftliche E-Mail, das interessiert aber keinen Schwein. Wie auch immer. Jedenfalls, was ist das jetzt hier? Warum kriege ich jetzt nach? So, das gleiche wie immer. Warum hat er das jetzt eigentlich wieder spiegelverkehrt gemacht? Ach komm. So, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich würde in sowas schon mitmachen, wenn die Kohle stimmt oder so und ich dieses Mal auch endlich was dafür kriege. Der geht doch ins Sommerhaus der Stars, Rainer. Geh doch ins Sommerhaus der Stars oder ins Dschungelcamp oder wie diese ganzen Abschaumformate heißen. Gibt's eigentlich die Burg noch? Ich habe seit Ewigkeiten kein Fernsehen mehr geschaut. Gibt's die Burg noch? Das ist auch großartig. Da ist ihm scheißegal, ob jemand in die Badewanne Albbrunst hat. Da hat er richtig krass Oberarme, finde ich. Was? Da hat er richtig krasse Oberarme, finde ich. Was? Vielleicht würde dir irgendein Programm, wo du auftrittst, aus deiner Situation helfen. Ja, ach. Du bist echt genial, Thomas. Ja. Und irgendjemand schreibt ihm da sowas rein. Gleich niedermachen. Rainer, das war doch jetzt ein nicht negatives Kommentar. Warum musst du dann da gleich wieder draufhauen? Warum? Was meinst du, was ich hier versuche? Rainer, du versuchst mit möglichst wenig Aufwand Barne zu erbetteln. Dasselbe wie seit 10 Jahren. Du versuchst aktiv Arbeit zu vermeiden und dafür Geld zu bekommen. Ich versuche die ganze Zeit schon sowas hinzukriegen, aber entweder die Leute haben alle Schiss vor den Hatern oder sie machen es hinter meinen Rücken, sodass ich nichts davon mitbekomme und sie nicht verklagen kann, weil ich die Kohle nicht habe. Rainer, du hast doch gerade gesagt, für den Cui Bono Podcast bist du angefragt worden. Du hast das aus eigener Dummheit abgelehnt. Das ist nicht deren Schuld. Schuld bist wieder du. Du bist derjenige mal wieder, Rainer. Du bist wieder derjenige. Du hättest ja Geld dafür kriegen können. Du hättest einfach bloß sagen müssen, yo, ich komme für ein Interview vorbei. Um einen Anwalt zu zahlen. Ich meine, fängt doch schon bei diesem, wie heißt dieser Typ auf YouTube an?
Oh Gott, wie hieß der Typ? Solmecke oder so? Rainer, halt dein Maul! Ich hasse es. Ich hasse es, wie er immer zu cool tut. Oh, wie hieß er jetzt gleich nochmal? Ach, hieß der Solmecke oder so? Rainer, du weißt ganz genau, wie der heißt. Rainer, du weißt ganz genau, wie der heißt. Und es ist nicht cool, so zu tun, als wüsstest du nicht, wie der heißt. Es ist kernbehindert und arrogant und voll für den Arsch. Zum ins Gesicht stiefeln ist es. Oh, warte, was? Stimmt das? Oder hieß der anders? Name spielt jetzt keine Rolle. Und der Typ macht ständig ein Video nach dem anderen ohne mich. Und, nee, über mich. Und ständig, ich weiß, ich will gar nicht wissen, wie viel Kohle der nur durch diese Videos über mich eingestellt. Mehr als du, Rainer. Der hat wahrscheinlich damit mehr verdient, als du in den letzten 10 Jahren YouTube zusammen. Und das zu Recht. Aber weißt du, was der Unterschied ist? Der Mann hat studiert. Der Mann hat sich den Arsch aufgerissen, um sich was aufzubauen. Und der Mann ist kein Hurensohn. Und deswegen hat er seinen Erfolg eben verdient. So, und jetzt kommst du. Hat. Und ich habe keinen Cent davon gesehen. So, Hauptsache, er macht Videos über mich so. Wahrscheinlich würde er sich dann irgendwas mal hier aus dem Stream rausnehmen und sagen, ja, das mache ich, aber das ist ja rechtlich alles legal, weil... Nee, ist richtig so, Rainer. Es ist richtig so. Du bist eine Person des öffentlichen Lebens und über dich darf man berichten. Ja? Weil er einen YouTube-Kanal hat, wo er über Medienrecht berichtet. Und da bist halt du leider Gottes das beste Negativbeispiel, das wir in Deutschland haben. Weil er ja eine Person des öffentlichen Lebens ist, ich lediglich Berichterstattung über das Ganze. Richtig, Rainer, das habe ich gerade gesagt. Sehr schlau. Applaus. Das mache Junge, du bist ein Anwalt, du bist keine Berichterstattung, du bist ein Anwalt. Nein, Rainer, er ist zwar auch Anwalt, aber er ist eben auch YouTuber. Er hat einen YouTube-Kanal, wo es um rechtliche Infos geht. Spezialisiert auf Medienrecht. Und da kommst du ins Spiel. Vollkommen natürlich, da kommt man an dir nicht vorbei. Punkt. Da hast du keine Berichterstattung zu machen. So. Und dann zu erzählen... Findet ihr das einmal geil, wenn irgendein räudiger Obdachloser, arbeitsloser, fauler Fettsack anderen Leuten erklärt, was sie zu tun und zu lassen haben und wie sie ihren Beruf auszuüben haben, den sie jahrelang studiert haben? Ich finde das großartig. Das ist ja überhaupt nicht arrogant, Rainer. Weil du immer sagst, die sagen immer, wir arrogant, aber ich bin überhaupt nicht arrogant. Na, überhaupt nicht, oder? Willst du mich verarschen einfach? Willst du mich verarschen? Das Geile ist ja dann immer so zu erzählen, was ja wo irgendwie gesetzlich richtig ist. Und ich zum Beispiel habe keine Ahnung vom Bierbrauen. Ich trinke es sehr gerne, aber ich weiß grob, was drin ist. Ich weiß ungefähr, wie es funktioniert. Aber ansonsten null IQ. Ich täte einen Teufel tun, in irgendeiner Brauerei rein zu gehen, den Braumeister zum sagen, im Übrigen, da ist ja vielleicht ein bisschen mehr Hefe rein und ein bisschen weniger davon und da, das Malz ist nicht anständig gestrotet und macht das einmal gescheit. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Ja, du hast keine Ahnung von irgendwas, bist ein fetter, fauler Arbeitsloser und erzählst andere Leute was vom Arbeiten. Und was sie zu tun und zu lassen haben. Ich glaube, ich kriege einen Föhn. Richtig durchgesetzt werden müsste und dann letzten Endes aber das... Letzten Endes hast du dein fettes Schandmaul zum Halten. Meinen Content, meine Videos, meine Bilder, meinen Kranzen, Kraffel da zu ziehen. Das ist nur ein klein wenig ich-bezogen. Meine. Ich hab's angeleckt und jetzt gehört's mir. Und das dann zu verwenden. Alter, also man kann auch vom Hoch... Serial hat's, glaube ich, in irgendeinem Video neulich erst gesagt. Rainer, wenn die Leute dein Material nehmen und dann ein eigenes Werk daraus schaffen, vollkommen in Ordnung. Wir sind jetzt bei mir fast bei 2 Stunden Aufnahmezeit. Das Ding hat 17 Minuten, das andere auch ungefähr sowas und das erste waren irgendwie 5 Minuten. Also ich habe mehr als die doppelte Zeit von dem Material, das ich verwende, eigenes Material oben drauf gesetzt. Ich habe mir mehr Mühe für die Scheiße hier gegeben, als du fürs Originalmaterial. Hochhaus springen und schreien, I believe I can fly. Das heißt doch nicht, dass es stimmt. So. Rainer, mach doch, probier's doch einmal aus. Ist eine dumme Aktion, genau wie das vom Hochhaus springen. So. Auf der einen Seite sagt man, das und das und das ist verboten. Und auf der Hab mal gesagt gehabt, aber mit dummen Aktionen kennst du dich aus. Das hat dich doch nie aufgehalten. Ab! Hoch aufs Haus! Auf der anderen Seite macht man genau den gleichen Quatsch. Der ist ein Hater. Ja, ach,
Sag bloß, wie gesagt, Leute, ich möchte da niemanden irgendwo brüskieren, aber es gibt genug Beispiele, die da. Ich möchte da niemanden brüskieren. Kann das sein, dass du brüskieren gemeint hast und dass du auch gar nicht weißt, was das bedeutet? Ja irgendwie ihren Kindergarten verzapft haben. Ich meine, KuchenTV haben jetzt dann die ganzen Hater draufgeballert, ja, die ganzen Kuchenkinder. Ab dem Rainer, die Kuchenkindergeschichte, die ist schon ganz lang über den Berg. Es ist ganz, ganz lange her. Nein, Rainer, nein. Zeitpunkt fing es an, dass die Hater ihren Scheiß noch aggressiver und asozialer durchgesetzt haben. So. Deswegen nennen die asozialen Hater ja die Kuchenkinder, ne? Wie zum Beispiel Solmecke oder wie er heißt. Na, was ist wieder. Rainer, diese ganze Kuchenkinder-Geschichte, die ist ganz, ganz, ganz lange her. Die ist ganz lange her. Jeden einzelnen, der da bei dir aufgeschlagen ist, den hast du verdient und den hast du dir selber zuzuschreiben. Da ist an den KuchenTV dran schuld und nicht der Solmecke und nicht sonst irgendwer. Der Einzige, der da dran schuld ist, bist du, weil es halt wieder derjenige bist. Lass mich überlegen. Der Mimon zum Beispiel ist eines von diesen Kuchenkindern, weil der keine Grenzen einhält. Der kennt keine Grenzen und der hält keine Grenzen ein. So. Und das ist so eine Sache, die nur die Kuchenkinder machen. Der versteht sein eigenes Game nicht. Das ist geil. Er versteht halt sein eigenes Game nicht. Und diese Umeinander-Tipperei macht mich so aggressiv. So. Ohne Anwalt kriegst du deinen Kanal nicht mehr zurück. Und jetzt wird aus Prinzip widersprochen. Darauf würde ich nicht mehr unbedingt wetten. Tada! Hätte er gesagt, du kriegst auch deinen Kanal ohne Anwalt wieder, dann hätte er gesagt, nee, ich brauche da schon einen Anwalt, deswegen brauche ich Barne. Es wird aus Prinzip widersprochen. Rainer, du urkreisliger Fettbeitel. Leute, ihr dürft nicht vergessen, jetzt reicht's mir aber mit diesen blöden Wir dürfen nicht vergessen, dass er der große Drachenlord ist, etc. Dass viele Aktionen, die mich betreffen, ja auch ein ganz anderes Gewicht haben. So. Rainer, der Einzige, der ganz anderes Gewicht hat, bist du. Rainer, du hast ein ganz anderes Gewicht wie 90% der anderen Leute in dem Land. Weil du wiegst so viel wie 3 normale, gesunde Leute. Tschö. Ja, tschö. Danke sehr. 2 Stunden. Oh. Leid. Mein Blutdruck. Ich sag's euch, mein Blutdruck. Weißt du, warum ich das alle paar Tage mache und warum ich es so lange habe schleifen lassen, ey? Es ist unfassbar. Der Mann macht mich aggressiv auf einem Level, das könnt ihr euch nicht mehr vorstellen. Ja, doch, ihr könnt es euch schon vorstellen. Deswegen seid ihr ja da. Danke dafür im Übrigen. Danke dafür. Wir fassen zusammen. Es sind immer die anderen schuld. Ja? Er ist nie krank, obwohl er eigentlich immer krank ist. Und was haben wir noch gehabt? Ich weiß nicht mehr. Es ist höchstgradig Hanebüchen alles. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Leid, macht's nicht, was Rainer macht. Und Metal off.